Das war das Intro von Metal Server, wo der Ricky geschrieben hat. Schön, dass du fragst, wer bist du? Ich bin der Tobi, grüezi. Also, wir sind heute da im Broken Fate Bandroom mit Broken Fate. Stell dir das mal kurz vor mit Funktion, Name, Hobby. Komplette Lebenslauf. Ja, grüezi zusammen. Ich bin der Tobi von Broken Fate, der Frontmann, Rhythmusgitarrist, Songwriter von der Band. Sorry. Songwriter von der Band und ja, seit fast 20 Jahren dabei mit den Jungs. Nice. Viel Auf und Abs. Ich bin der Günz, hallo zusammen. Ich bin seit 10 Jahren am Bass und ja, das ist so mal für das Erste für mich. Hallo zusammen, ich bin der Benji, ich bin der Goldie von der Band. Ja. Und ja, ich bin eigentlich seit etwa 16 Jahren bin ich eigentlich da ein bisschen involviert. Mikrofon. Ich viel als Goldie-Fan und sonst Freund von der Band. Und ja, ich kenne die Jungs schon recht lange. Ja. Nice. Brian, wer bist du? Hey zusammen, ich bin der Brian. Mich hat man 5 Monate nicht mehr gesehen im Metal Servela, aber das macht nichts, weil ich bin zurück. Die Extrawurst ist wieder da, weil heute tun wir nicht irgendjemanden interviewen, sondern fucking Broken Fate, eine Institution in der Schweizer Metal-Szene. Böse. Ja, das ist böse, aber das liegt im Auge des Betrachters. Und übrigens, nur schnell, ich habe das Gefühl, ihr seid so nervös. Oder ist jetzt das die Ausrüstung, die ihr habt? Es ist immer am Anfang im Fall. Ich muss schauen, dass alles stimmt und so, nicht, dass etwas kaputt ist. Und das irritiert mich auch noch. Also, falls ich abends da schaue, dann haben wir eben den 2 Minuten. Aber ja, ist gut. nein, aber ich glaube, es läuft alles gut. Nein, kein Grund zum nervös sein, oder? Ja. Jetzt, mich hat geschwind Wunder genommen. Tobi, du bist von Anfang an dabei. Du bist Schlachtross von dieser Band, oder? Und jetzt nimmt mich einmal Wunder. Broken Fate. Du tust bei jedem Konzert sagen, es hat angefangen im Säuliamt. Nimm uns mal 20 Jahre Retour. Wie ist es losgegangen dort mal im Säuliamt? Also, eigentlich hat es angefangen 2005. Da habe ich Aber eine kleine Verständigungsfrage, was ist ein Säuliamt? Säule am... Also Säuliamt, das ist in Zürich, das sind Gemeinden, das ist Upfeld, Ottenbach, Zwilligen und noch viel mehr, was so zusammengehört, das Säuliamt, aber fragt mich nicht wegen der Geschichte und so. Das weiss ich auch nicht mehr, das hat man mal in der Schule gehört. Okay. Auf alle Fälle, ja, ich komme von Upfelden, wie da alle auch, die jetzt abwesend ist. Aber ja, da muss man auch noch dran gewöhnen. Als wäre er noch nie am Mikrofon gewesen. Ja, das Ja, aber du hast ja normalerweise Gitarre in der Hand. Ja, das stimmt. Das ist Ja. ein anderes Mikrofon, so ein klassisches. Aber da kommen wir später drauf. Nein, auf alle Fälle, ich und der alle kommen von Opfelden, vom Säuliamt. Und haben uns getroffen, also wir haben uns schon länger gekannt, so seit 2002. Das war gerade so unsere Oberstufenzeit gewesen. Ich bin halt 87er Jahrgang. Und dort in der Schulzeit haben wir uns gekannt. Ich habe ihn aber nie so mögen. Am Anfang er hat immer zu mir heim Schlagzeug spielen, weil mein Vater schon Schlagzeuger war. Ah, Und er hat okay. ein fettes Schlagzeug gehabt, fettes Pearl, ein blaues. Und der hat immer gefragt, du darfst mal zu dir spielen. Und ich so, nein, keine Chance. Und ja, und dann irgendwie haben wir so ein Schulprojekt gehabt und haben das erst mal zusammen gespielt und gefunden, ja, wir wollen Musik machen zusammen. Und so haben wir jetzt einfach schnell kurz zusammenfassen. Hat er gefunden, wir machen weiter. Hat eine andere Bandmitglieder gehabt, aber gefunden, mit denen wollen wir nicht. Und dann ist einer nach dem anderen gegangen. Und dann hat man, nachher hat man von dort raus vom Bandraum, glaube nach 1,5 Jahren. Hat er lange etwas gesucht, viele in seinem Keller gespielt, die Eltern und Nachbarn verrückt gemacht. Und so ein bisschen unsere Riffs, also unser stilisches Ding. Wir hatten beides Unterricht gehabt. Aber beides eigentlich, während wir Unterricht hatten, das nie, wir haben nie richtig geübt oder trainiert. Ja. Also, das ist wirklich erst gekommen, wo wir zusammen gespielt haben. Ich hatte Schlagzeuge gehabt. Da hat man alles so ein bisschen, sich zusammen so gefunden. Und auf jeden Fall sind wir seit 2007 dann auf Muri gekommen. Da in die Fremo, also vor 19 Jahren. Und haben dann im Juli die Band gegründet. Und im November
2008 war dann die Band vollständig gewesen. Und ja. Also eigentlich Kurzer Zusammenriss. aus ja, einer schnell. Schülerband entstanden, einfach. Habe ich das richtig verstanden? Oder Ja, es ist nicht direkt eine Schülerband, es sind einfach alles Kollegen. Right, gewesen. okay. Wir hatten sogar noch einen Beatboxer gehabt, den Käse. Liebe Grüße, falls du es hörst. Der Käse. Der Beatboxer hat überhaupt nicht können singen, hat es dann nachher auch gewusst. Nein, es ist wirklich, das war jetzt seine Stärke gewesen. Guter Beatboxer, guter Kollege. Und auf jeden Fall, ja, dort hat man zusammen mal, was ist das gewesen? Also, an einem Schulanlass haben wir zusammen gespielt, so Covers, mit Böse Onkels haben wir gespielt, Nickelback, Metallica. Mit Beatboxing. Ja, Geil. ja, wirklich, es war dann noch lustig gewesen. Aber es hat schrecklich dort, wir haben die Aufnahmen, wir haben den DVD. Also wenn man das anschaut, ist man schon froh, was man heute für Musik macht und wie präsent man auf der Bühne ist. Zu dem, ja, da sind wir wirklich kein Selbstbewusstsein, gar nichts gehabt. Aber es war immer in unserem Blut gewesen, und durch das habe ich mit dem Mal die Band gegründet. Und ja, so ist Broken Fate entstanden, ja. Lustig, 18 Jahre sind wir jetzt unterwegs. 19 sogar schon. 19? Ja, im Sommer. Ja, Nächstes Jahr schon als 20-Jährige. Uff, krass. Ja. Ja, für mich ist alles recht nostalgisch. Ja, Jetzt, voll. weil Broken Fate ist die erste Schweizer Band, die ich kennengelernt habe, wo ich frisch ab dem Boot gekommen bin. Also nicht Ach, Boot. krass, wirklich die erste? Ja. Ach, krass. Weil ich habe meine erste Band in der Schweiz habe ich mit dem Dave, mit dem Bruder vom Ale gehabt. Rise to the Fall. Ja. Und ja, da bin ich dann mit 15 tatsächlich zum ersten Mal gewesen. Krass. Und ja, lustige Abende da gehabt mit euch. Ja, ganz böse. Und ja, ihr seid so die erste Erfahrung in der Schweizer Metal-Szene gewesen, und es ist eine gute Erfahrung. Also ich habe mich recht willkommen gefühlt, und ich habe nichts von Deutsch gelernt, also nicht von Deutsch geredet. Ich habe Englisch Ja, mit das dir stimmt, geredet, ja. am Anfang, tatsächlich. Also mit dem Englisch, das man dazu mal können, ja. Ja. Das Englisch ist jetzt auch bis heute nie so richtig gut geworden. Das kommt natürlich wie mehr, dass man im Ausland ist, Ja, und klar. redet kommt man schon rein. Aber Ja. ich weiss genau noch, wie du reingekommen bist. Das war ja mit dem Dave, Ja. mit dem Bruder von Mali. Auch Schlagzeuger, wäre eigentlich auch ein Talent gewesen. Mhm. Absolute Schade, dass er Maschine, ja. nicht mehr spielt. Ja. Auf jeden Fall, ich weiss, wie du reingekommen bist. Und dann bist du noch mit dem Calabresi, mit meinem Ja. alten Kollegen. Den hat man auch schon ewig nicht mehr gesehen. Andere Geschichte. Auf jeden Fall, ich weiss, du bist reingekommen, dann ist der Dave und der Calabresi beide zu mir gekommen, zu alle. Sind halt, weißt du, der Dave, so der kleine Bruder, hat immer wollen so zum grossen Brüder und zum grossen Bandraum. Ich habe auch so eingerichtet wie mir, so ganz schön sortiert und so, ich weiss noch. Und dann sind sie gerade reingekommen und gesagt, leck da, der Rick, ich glaube, so ist der Rick Hurts, leck, der kann singen und spielen, hey, leck, die wollen gerade anladen. Dann hast du mit allen, glaube ich, eine Session gemacht. Ja. Und ja, das ist mir gedacht, leck, krass für das Alter und so. Das, also voll Metalcore-Phase gewesen. Ja, voll. SLI, Also Killswitch, ja. All Dead Remains. Ja. Die Ur-Metalcore-Ding, und das ist, das weiss man noch. Ja, lustig. Und dann ein paar legendäre, was sind es, ein paar Monate gewesen? sehr Sind schon, wahrscheinlich. ja, so, Oder ist- wahrscheinlich 6. Ja. Ich weiß auch nicht mehr. Also, in dem Alter ist so wie 6 Monate ist ewig. Aber ich habe das schon aufgenommen, dort alles. Ja, Eigentlich Gas, gell? Ja. Wir haben eine Demo haben wir dort aufgenommen. Die ist, Ja, glaube stimmt, ich, ja. nie rausgekommen. Habe ich das Gefühl. Hast du die noch? Vielleicht finde ich die. Ja, wenn die mal gross wirst, bringst du das irgendwo so behind the Ding irgendwo drauf. Ja. Ich habe im Fall mal einen Vlog aufgenommen, so mit 16 oder so. Hast du den noch? Ich glaube, es ist von meinem Facebook-Profil. Hey, schon da, du bist im Auto mit dem Dave, wo der Vater euch von Dave da fährt. Ich glaube, es steht. Und dann hast du immer gesagt, hey, da, Affolter normal bist. Und dann ist er euch geholt. Du hast ihn da, ja, das stimmt, das hat man mal, das habe ich glaube auf der Hand. Ja, Schon? ja, das habe ich mal gesehen, ja. Ah, ich muss die Videos mal sehen, der HD ja, so funny, ey, ich schwöre. Ja, das ist eine geile Zeit gewesen. Also Ja. auch für uns, das haben wir natürlich auch immer Party gemacht. Also das heisst, wir sind ja dort, du 15, um die 25 herum gewesen. Ja. Und dort, ja, also ich und Tale hat dort schon recht Gas gegeben. Ja, absolut. Also, wir Ja. sind natürlich vorbildlich vorgegangen. Wir haben bei euch meine erste Show gehabt. Dort ist es da in der Nähe, glaube ich, oder? Der Biker
Bar-Dingsbums, wo ich unter Ah, ja, war. der WTSC, ja, der ist gerade da oben gewesen. geil. Und ich ich weiss, also Biker-Dings und ich Englisch am Schnurren. Ja, du, Gitarre, Line 6, Schlagzeug, ist crazy gewesen. Du ja, bist mit einfach den langen Haaren. Lange und so. Haare, in dem Fall ja. der Headliner gewesen, wenn du Englisch geredet hast. Ja? Ja. Die ausländische Band. Nein, aber das ist so wie, ihr seid die erste Band, die ich in der Szene kennengelernt habe. Dann habe ich mich an der Szene verliebt. Und eben nachher halt mehr und mehr Leute kennengelernt, mehr Bands. Und es war ein guter Start gewesen. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Ja. Und ja, das ist geil. Das ist ja böse jetzt nach all den Jahren, die ich da wieder zu Ja, voll. Voll nostalgisch. Mega nostalgisch. Ich habe nicht einmal gewusst, wie der Weg zum WC wieder ist. Also ich habe mich verloren, falschen Gang reingelaufen. Also ja, da bin ich nicht gewesen. Ja, obwohl sehr wahrscheinlich früher auch schon viel auf dem Bett zurückgekommen bist. Ja. Stichwort Nostalgie. Ihr habt ja wirklich einen Bandraum, der sich abhebt von anderen, oder? Ihr habt unglaublich viel Memorabilia, ist glaube ich das richtige Wort. Ganz viel Tourposter, aber auch sonst Merchandise, nicht nur von Bands. Ich sehe auch viel von Super Mario, vom Wrestling und so weiter, von Festivals. Die wir definitiv nicht dürfen zeigen auf YouTube, Spotify, das ist Das kommt noch dazu. Ist das nach gewachsen bei euch? Wie ist es zu dem gekommen? Dass es heute wirklich so ein begehbares Museum ist eigentlich. Also ich hoffe mal für euch, dass das Museum nicht schon mit 15 so ausgesehen hat. Weil das Nein, es ist so viel Alkohol da. Ja, also was da schon alles konsumiert worden ist. Nein, also ich glaube, ich habe mal ein Räumchen gehabt also die Hause bei uns. Also ich habe bis 18 Jahre in Obfelden gewohnt. Und da meine Eltern ein grosses Haus hatten und mal die Schwester raus ist, hatte ich dann mal 3 Zimmer gehabt. Ich hatte den Luxus gehabt. Und dann hatte ich so einen Raum gehabt, wo immer Kollegen zu mir gekommen sind. Das hat er auch immer schön eingerichtet. Und so hat sich dann das nachher mit dem Alle entwickelt, wo wir zusammengekommen sind. Wir hatten zu Obfelden den ersten Bandraum gehabt. Alles ordentlich aufgeräumt, das hat man ein bisschen von den Eltern und von den Schwestern so bei den Bandern, da muss immer alles schön sauber sein und gemacht. Und da hat man dann einfach immer mehr Freude bekommen. Und seit 2007 sind wir hier in Muri. Das ist der zweite Bandraum da. Also der erste war da 2 Türen weiter, ein kleinerer. Und dann ist das da frei geworden. Und dann sind wir da und dann hat sich das durch all die Jahre gesammelt. Und ich habe einfach einen Raum, weil wir sind alles auch grosse Buben noch. Trotz meinem Alter, also ich lebe immer noch so, wie ich früher war. Ich interessiere mich auch noch für die gleichen Sachen. Ob es Musik ist, ob es Gaming, Wrestling, das, was man früher nicht geschaut und gehört, das macht mich immer noch. Ich bin sehr ein nostalgischer Mensch. Ich finde auch die Zeit mit den Band seit 20 Jahren, die sind auch so schnell vorbei. Und ich sage nicht, früher war alles besser, aber es ist noch auch die ganze Entwicklung, wie man das mit der Musik erlebt hat. Ich war ja voll ein MTV-Kind. R.I.P., oder? Schneller. Eine CD zu kaufen und schon ein Bravo-Sample, die Songs zu hören. Und das kannst du heute mit Spotify und das einfach die Songs kannst du dort hören, kannst du nicht mehr vergleichen. Da hat man wirklich Freude gehabt und man hat das Bocken gehabt, etc. Das Gleiche beim Gaming, bei allem, dass man das so mitbekommt. Sorry! Übrigens auch Film, alles, das hat mich immer interessiert und darum sieht es so aus, wie es aussieht. Und ja, ich habe auch immer gesagt, den Jungs, was ich auch vor euch gesagt habe, es ist ja immer so ein bisschen beim Rock'n'Roll, wenn man vielleicht einmal alles verlieren wenn man auf der Tour ist oder so, keine Ahnung, die Freundin bricht weg, man ist in Finanzschwierigkeiten, egal was ist im Leben. Und ich habe immer gesagt, man braucht einen deftigen Bandraum, wo man sich zurückziehen kann. Und eigentlich das Einzige, man hat hier ein WC, alles Einzige, das da fährt, wäre eine Dusche, dass man da auch so ein bisschen noch ein bisschen leben, aber ja, das hat man auch so eingerichtet und ja, darum ist es so da, wie es ist. Ja. Schon vor 12 Jahren beeindruckend, aber es ist einfach nur noch mehr geworden. Und da kann man nur jedem empfehlen, wenn man die Gelegenheit hast, zu meinem Bandraum von Broken Fate zu kommen, dann komm. Ist wirklich ein Blick wert. Ja, ich glaube, gerade Schlangen steht aus. Aber soll etwas Exklusives Business. bleiben. Ja. Aber du hast gesagt, ihr Natürlich. macht auch noch Konzerte im Proberaum und so. Ja, also wir haben auch so 1, 2 Mal schon gemacht, aber sogar auch schon mit Eintritt und einfach Collector das gemacht. Wir haben damals so Halloween oder Xmas-Fest, also sprich zu Weihnachten, wo auch wir einmal die Leute beschenken. Da machen wir nach all 2 Songs, verteilen wir Geschenke, trinken nachher miteinander eins, haben einfach gerne Party.
Also heute auch nicht mehr so viel wie früher, aber es ist gleich noch. Er ist auch noch Familienvater geworden, der jüngste von uns. Sogar zweifach. Es hat schon geruht, ja. Aber wir geben schon noch recht Gas. Also vor allem haben wir gegeben da hinten, darum, da hinten ist schon vieles gelaufen, ja. Da ist wirklich Sex, Drugs und Rock'n'Roll gelebt worden, ja. Ah, shit. Ja. Oder wie war die ursprüngliche Frage? Weißt du? Ich habe ja vergessen. Ja. Also, Jetzt dass habe der Raum aussieht, wie der Raum aussieht. Nein, Nein, das ist der Brian. Er hat etwas gesagt. Aber wir verlieren den Faden immer und das ist einfach Teil vom Podcast. Das ist gehört dazu. Ja. Der Faden ist weg. Der Faden ist immer weg. Ja, aber es gibt keinen Faden. Das Schöne ist, wenn du den Faden verlierst, findest du meistens wieder einen neuen. Ja, voll. Richtig. Tatsächlich. Ja. Göns, wie sieht es bei dir aus? Du bist das jüngste Bandmitglied, habe ich das korrekt verstanden? Im ja, Sinn ganz von- knapp, ja, der James ist älter. Ja. Okay, aber und- nicht mehr so mit Abstand wie früher. Okay. Bist du auch am wenigsten lang dabei? Nein, eigentlich am drittlängsten. Am Also drittlängsten? abgesehen von ihnen, also vom Drummer und ihm. Von den zwei OGs. Ja, nicht- Wie bist du in die Band gekommen dort mal? Erzähl mal. Also der Ursprung, dass wir uns kennen, ist eigentlich... Ja. Aber das fängt schon mal gut Ja, an. also der Ursprung, dass wir uns überhaupt kennen, ist, dass ich da im unteren Stock noch meine alte Band hatte, New Print and Money. Oh, nicht Das Ah, war- was? Du hast Schön. Lauro gespielt? Ja, ja, Oh, das ist sick. schon very long time. Aber durch das haben wir uns eigentlich gekannt und im Sommer 15, ich weiß nicht mehr genau, wo wir uns gesehen haben, aber es ist am Bahnhof zu Muri. Bahnhof zu Und es ist dann das, was um Gras gegangen, er hat Gras gebraucht und dann habe ich ihm Gras gefragt, dahin. Allegedly. Allegedly. Und ich habe eigentlich Gitarre gespielt in der alten Band und dann eben durch das, dass er eben bei mir damals noch Gras geholt hat. Allegedly. Genau. Das ist Also, definitiv schon ja, mal. kannst du das jetzt nicht besser sagen? Es ist 10 Es ist- Jahre es ist her. definitiv schon Es ist verjährt, 10 also, Jahre her. Okay, es verliert das schon, ja, voll. Ja, haben wir uns eigentlich auch über das reden und dann ist die Idee aufgekommen, dass ich ja mal schauen kann, ob ich Bass spielen kann. Und dann Dann Bass bekommt er vielleicht noch gekauft Rabatt dann. Und dann hat sich das mit dem entstanden, ja. Also es war auch so, im 14. ist unser erster Gitarrist, der Roman Laser, von uns gegangen. Er ist halt Also aus der Band. aus der Band. Ah, okay, gerade anders stimmt. Ja. Nein, nein, also sagt Er ist man aus so der zum schnell Geschichte. Das Original-Line-Up ist 2008 zusammengekommen. Mit dem Roman Laser und dem Dario Stutz. Und das hat dann nachher bis 2014 gehabt in dieser Konstellation. Und beim Roman an der Gitarre hat man schon länger gesehen, abzeichnet, das wird nicht ewig sein. Auseinandergelebt. Das Ding war auch, er denkt, dass mit der Band, das wird schneller, also weißt du, dass man schneller bergauf geht. Und du kennst mich auch, ich bin auch ein Redner und ich bin immer gestanden zu der Band, dass wir etwas Grosses auch erreichen wollen. Und das hat man halt auch zu dem Zeitpunkt nicht, hat eine Familienweiterbildung, da hat so der typische Weg, wieso dass dann der Musiker irgendwann einmal aus der Band geht, wenn der Erfolg nicht stimmt. Oder er muss zu viel ausgeben für die Band. Das ist ja bei uns auch immer ein Ding, dass man jeder in der Band hat auch einen Monatsbeitrag oder so gezahlt, damit man... Es geht ja auch um etwas, das ist auch ein Ziel im Leben, dass es nicht einem scheißegal ist. Auf jeden Fall ist dann gegangen mit der Zeit. Ein Jahr später hat sich gezeigt, dass der Dario Stutz am Bass weggeht. Halt sonstige Probleme, du hast es glaube ich auch noch miterlebt. Jetzt fest an der Flasche gewesen. Und so. Und dann habe ich gewusst, das wird am Stroke of Fate, unserem Festival, Ende 15 wird das enden. Und dann hat man echt das schon im Sommer gewusst. Und da habe ich ihn gesehen und gesagt, du könntest ja bei uns Bass spielen, weil jung, Portugies halt. Jung und Nein, perfekt. nein, Stabil. nein, aber er war so ein bisschen ein Charmanter gewesen, weil er das auch gesagt mit den Frauen gehabt früher. Also nicht ein Sunnyboy, ich habe gefunden. Schambolzen. Weißt du, früher, vor 10 Jahren, da war er anfangs 20 gewesen, wir sind schon fast 30. Da war der Unterschied schon noch ein bisschen grösser gewesen. Jetzt bin ich alt. So alt bist Ja, du auch. und einfach dort haben wir gefunden, so ein Junge, du, wieso nicht? Und seitdem ist er bei uns Bassist, auch Backing Vocals und
mit mir auch schon viel, also auch im Songwriting tätig, vor allem auch mit mir so englischen Text zu schauen, wo man halt einfach nicht genug gut ist, damit man das so fehlerfrei und ja. Und ja, voll dabei. 10 Jahre sind vorbei. Und bei der Gitarre hat sich dann nachher noch 4-mal gewechselt, halt wegen verschiedenen Gründen. Halt, weil bei uns halt wirklich ist bei Broken Fate, das muss auch eine Prio im Leben haben. Wenn man das einfach so wirklich als Hobby anschaut. Also weißt du, man kommt einfach proben, geht nachher wieder. Das war bei uns nie das Ding gewesen. Ihr sind keine Coverband oder so. Ja. Wir haben immer gesagt, wir würden auch eine Familie sein, dass man auch sonst etwas miteinander macht, sonst abhängt. Ich finde, dass weil sonst hockst du nicht gerne, wenn du mal auf Tour bist und so miteinander. Oder dann merkst du plötzlich erst die harten Sachen und dann merkst du, mit dem kannst du nicht. Und durch das sind wir halt durch viel. Das hat uns natürlich immer zurückgeworfen. Wir bis einer menschlich drin hast, bis dann wieder alle Songs kam. Etc. Wir haben das Zeug auch nie aufgeschrieben und gemacht. Das machen wir auch erst in kurzem oder seit dem letzten Wechsel. Ja, hat uns das halt immer zurückgeschossen und du musst immer wieder bei Null anfangen. Ja, und mit unserer Musik, wir sind auch keine Green Day Band oder eine Punk Band, wo jetzt das Line-Up langt. Wir sind auch so schon mal auf Tour gegangen, weil wir keinen Lead-Gitarrist hatten. Das war gleich eine geile Tour gewesen. Ja, logisch, Tour war geil gewesen. Aber unsere Musik braucht eine zweite Gitarre und ich habe mir nie das wollen auf meine Brust, dass ich so ein guter Gitarrist bin oder weißt so wirklich ein Top, weil bei mir ist wichtig, dass ich eine Show abliefern kann. Und da habe ich gesagt, ich will ja so gut Gitarre spielen, wie es geht, singen, wieder erkennungswert und der Rest können sich Zuschauer selber reiben. Ja, ich meine, rein die rechte Hand schon nicht einfach zum Mitmachen, oder? Ich meine... Nein, gar nicht. Also mit mir, wie glaube auch unter uns allen, weil du hast... Ich sage jetzt 4 Egos, das hast du auch in den alten Besetzungen gehabt, manchmal sind es ein bisschen kleiner und manchmal grösser gewesen. Aber für mich, jetzt, wenn ich von meinem Leben rede, für mich ist Band immer so das Wichtigste. Ich habe, also es hat viele Beziehungen nicht überlebt. Sonst, ich habe mich auch schon fast gegen Kinder entschieden und für die Musik, weil ich habe gesagt, der Traum gehört mir. Das ist halt mein Ego und ich will den Traum erreichen und ich merke auch, was möglich ist, wie wir live, also was das einem gibt. Ich kenne das Musik. Das ist das Geilste für uns. Das ist besser als jeder böse Sex, den man haben kann. Ja. Und darum ist es auch schwierig, weil halt, eben, wir haben auch Anforderungen. Aber es muss sich halt einfach menschlich ist das Ding. Wenn es menschlich nicht passt, dann... Das ist wichtig. Wichtigste, habe ich das Gefühl, weil ich meine, Technik kannst du ja üben. Aber logisch. Coole Sicht ist halt, Aber es ist die ganze Chemie auch. Das merkt man dann auch auf der Bühne, dass er wirklich als eine Einheit auftritt und nicht einfach als 5 zusammengewürfelte Musiker, oder? Wie das bei anderen Bands der Fall ist. Ja, und gleich bei den grossen Bands, da denkst du aber, 2 Tage später, da kann einer ein ganzes Set, klar, auch wenn die davon leben und können dran hocken. Das wirkt dann schon professionell, wenn du grosse Bands siehst, hast aber natürlich auch Lichteffekte etc. Für mich jetzt selber, das ist halt wie eine eigene Regel, die man hat, muss halt da einfach das Menschliche stimmen. Weil auch die Familie von mir, die Familie von Nale, die Familie von ihm, jetzt auch seit 10 Jahren, da hat man ja überall einen Bezug. Und ich finde, dass wenn man nicht proben nachher geht man und sagt so quasi, scheiss auf die anderen. Oder, das soll mehr als ein Hobby sein. Darum ist ja immer, wenn es heisst, du machst Musik als Hobby, das denke ich immer so, das ist abwertend. Nein, ich lebe für die Musik. Ich gehe arbeiten, damit die all das teure Zeug wissen, wie teuer das ist. Wenn du willst, auf Tour gehen und so, dann kommst du halt nicht überall Gas über. Ja, voll. Nein, das ist halt nicht überall der Fall. Ja. Und entweder lebst du das oder nicht. Mir hat zum Beispiel mal ein Kollege gesagt, so nebenbei, der Mauro, vor ein paar Jahren, mich im Auto gesagt, er bewundert mein Leben. Also so einfach, dass man so, ich will nicht sagen, den Tag lebt, aber ich sage einfach, dass man einen Traum hat und dafür kämpft. Und er hat gesagt, schau, ich habe Weiterbildung gemacht, einen kaputten Rücken etc. Und ich bin nicht glücklich. Und wenn er mir zuschaut, dann wirkt er glücklich. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn man so ein Leben haben wie ich, dann verzichtest du auf vieles.
Und da musst du Musik also wirklich in dir haben und die Bühne. Ich sage das so als Endboss, dass einfach die Bühne ist das Größte für einen. Ja? Wenn du das nicht hast, dann machst du das nicht. Ja? Ja. Oder dann gehst du auf dem Weg. Ja? Mhm. Darum habe ich gesagt, also bis ich sterbe, bis das Ende mache und würde ich alles geben, dass ich mit meinen Jungs mal kann von mehreren tausend Leuten stehen, dass das auch Broken Fate ein Begriff ist weltweit, aber auch wenn es so klein ist. Ja, das ist ja das, was man gemacht hat, auch irgendwo erwähnt wird. Mhm. Ja, klar. Dass das, weißt du, ob 100 Jahre, solange es Menschheit gibt, gibt es Musik. Mhm. Und vor allem jetzt auch so mit der KI und so, dass man noch weiss, Hoffentlich. Broken Fate, das wissen wir noch. Ja, dass das Aber eine wichtig Spur ist. hinterlassen, oder? Ja, Spur In der Geschichte, hinterlassen, genau. ja. Absolut, absolut. Da sind ihr ja auf bestem Weg dazu, weil ihr sind letztes Jahr am Wacken Open Air auftreten. Und zwar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind ihr auf der LGH Club Stage auftreten. Mhm. Und da nimmt mich jetzt mal kein Wunder, wie sind ihr zu dem Gig gekommen und was war eure Wacken-Experience gewesen? Also eine Erfahrung fürs Leben. Also etwas vom Geilsten, was man je gehabt hat. Wenn mit das Geilste. Man kann man nicht so definieren, es war einfach surreal gewesen. Teil von unserem Label, wir haben ein gutes Booking. Ich würde auch sagen, wie wir jetzt die letzten 3 Jahre in Deutschland gesehen sind, viele Konzerte gespielt haben. Ja, das habe ich gesehen, voll mega viel. Oder riesen, also auch Crowds, da sind da nicht die Schulterklopfer gekommen, also wir haben es gemerkt, am Merch, wir haben zum Teil wirklich Stunde 2, die so angestanden sind, man hätte nicht einmal weg, also es ist wirklich extrem geil. Ja, auch viel mit Rage, oder? Ja, aber wir haben viel können supporten und dort ist so wie wenn man sich das zweite Mal in die Musik verliebt. So, vorher hast du lange halt nur in der Schweiz gespielt, ein paar einzelne Gigs schon im Ausland und dann spielst du mal praktisch nur im Ausland und merkst, lecker, ist krass, das Publikum, es ist völlig anders, ich will jetzt die Schweiz da nicht kaputt treten, aber es ist einfach, ich habe das Gefühl, ein bisschen in der Schweiz sucht man so ein bisschen wieder Fehler. Schweizer Publikum ist schon dafür bekannt, Ja, um also leidenschaftlich das zu gefällt mir nicht. Also, Und das ist, also das sage ich. Also nicht alle, wirklich. Ja. Also wir haben den Benji auch gefunden und es sind ja auch Leute, die abfeiern. Wenn es Leute feiern, feiern sie es ab, aber ich rede jetzt einfach vom Durchschnitt. Und in Deutsch, also ich sage es so, weil mir auch sehr selbstbewusst ist auf der Bühne, was ich auch immer sage, das ist nicht der Unterschied, dass man nicht so durch die Musikszene geht. Also man soll einfach wissen, was man kann und die Freude zu überzeugen. Du willst niemanden sehen auf der Bühne, der verängstigt ist. Da willst du nicht schon unterhalten werden. Und in der Schweiz habe ich das Gefühl, wenn du in der Schweiz eine Grosse hast auf der Bühne, dann denkt jeder, komm, du hast mir gar nichts zu sagen. Oder im Ausland. Schnell Arm kreuzen, Ja, im impress me, bro. Ausland ist so, gib so, mir's. Ja. Also ich will mit euch abgehen. Ob es jetzt G-Masse ist, ob es die Leute auffordert, mit dem Publikum zu spielen. Also das ist für uns wie ein neues Leben in der Band gewesen. Also ich dachte, leck, wieso hat man das nicht schon viel früher gemacht? Wir sind auch schon mal durch Skandinavien getourt mit Anvil. Im mit Anvil? Ja, Geil. im Tourbus, also Das die ist ganze eben Experience. Die Tour das dritte. Ja, von Anvil habe ich noch den Dokumentarfilm gesehen, den sie mal rausgebracht Ja, haben. das hat ja uns auch dazu provoziert, Ja. und plötzlich sind wir mit denen im gleichen Tourbus. Ah, ist sick. Erfinder vom Speed Metal. Ja, hat dann Ja. auch noch über die Geschichten von Metallica und so geredet, wie man sich früher noch gesehen hat. Jeder kennt sich. Und ja, das war sehr inspirierend gewesen, aber das ist jetzt wirklich eine neue Liebe zu der Musik. Und ich habe jetzt, weißt du, siehst nach fast 20 Jahren, es gibt ein Publikum für uns. Weißt du nicht, dass man sich jetzt immer gut reden und sagen, ich habe immer gesagt, die Jungs, man macht weiter, man tut nicht um ein Album nachtun, auch wenn es für uns etwas Bigs ist. Wenn es halt nicht ist, weiterschreiben, machen. Es braucht so viele Leute in der Musik. Ich glaube, schlussendlich kommen mehr talentierte Musiker nicht raus, als dann wirklich rauskommen, Ja. dass er einen Durchbruch hat, wo man dann in der ganzen Szene kennt. Weil wenn ich denke an die Menge von Bands, die nicht mehr existieren, wo einfach du so ein Potenzial siehst und so ein Talent und ist so wie, ja, es ist halt, also es ist nicht so ein Ding, so ein Man braucht Business, wo einfach, Durchhaltevermögen. du musst hartnäckiges Fuck sein oder halt Aber du musst das leben. Absolut. Eben das, was du gesagt hast mit den Hobbys und so. Go klettern ist mein Hobby. So in Musik, wenn du sagst, es ist nur ein Hobby, vielleicht ist nicht meine Haupteinnahmequelle, oder? Fair. Aber Und es ist ja noch es Metal und Rock, es ist ja ein Lifestyle. Genau, Jeder es ist macht so- das anders, aber es ist ein Lifestyle. so wie du sagst, oder? Ich meine,
bei mir wird es nicht sein, so wie irgendwann gibt es Retirement und so und ich sage so, ja, jetzt mache ich halt keine Musik mehr. Nein, das machst du bis du nicht mehr kannst. Bis Ja, stirbst, jetzt ja, einfach nicht mehr. du kannst es nicht, sobald der Bug, der fucking, ich vergesse meine Wörter, fuck. Sobald das, wie soll ich sagen, das Insekt bist, oder? Dann ist der Virus, dann ist es gewesen, oder? Dann kannst du nicht mehr. Und das ist auch schön, aber bei euch sehen wir es auch, dass ihr einfach hartnäckig bleibt und einfach, ich habe glaube nie gesehen, dass ihr irgendwie bremst habt oder so. Ja, ich habe halt immer gesagt, es mögen andere anders gesagt, ich habe immer gesagt, Stillstand von einer Band ist der Tod von einer Band. Klar, wir hatten leider gewechselt gehabt, ich wollte nie ein Jahr lang nicht live spielen, weil wenn ich ein Live-Gig habe, das ist das Geilste, der Anfang, der Schluss vom Konzert. Ich muss immer nach einem Tag haben, sonst mache ich es auch beim Arbeiten, dann nehme ich den Tag frei. Ich muss oben runter, ich muss das Adrenalin verarbeiten. Und wenn es oben runter ist, will ich gerade wieder. Also es ist wie bei einem Drogensüchtigen, jemand, der süchtig ist. Ich sage meiner Freundin so viel, wenn ich noch 2-3 Wochen schon Konzertpause habe, ey, ich brauche es wieder. Und das ist ich habe das auch von meinem Vater. Mein Vater ist jetzt auch nicht der grösste Schlagzeuger gewesen, aber er war immer ein Showman gewesen. Er hat ja auch Kinderleben gehabt und auch sehr eingeschränkt gewesen. Er hat ausgesehen wie der Quasimodo von Glöckner von Notre Dame. Also wirklich, er hat auch gelernt Bein gehabt und hat aber, ist früher ein Showman gewesen, hat Blues, Jazz gespielt. Beeindruckend, ja. Und ich bin aber gesagt dabei gewesen. Und er hat ja auch kämpfen, er hat auch viel belächelt gesagt, schau, der Buckeli kommt wieder mit der grossen Schnurre. Also seine Dinge war halt seine Schnurre gewesen. Und dass er die Leute entertained hat. Und das habe ich auch immer wollen. Und ich schaue eben zum Beispiel Wrestling, wo Entertainment ist, ob es Film ist. Ich habe immer gesagt, das Ego von mir ist, wenn ich auf der Bühne bin, dann kann ich mein ganzes Ich rauslassen. Und dann hat er gefällt es einem, was er sieht oder nicht. Aber das bin ich. Bist du mal den Brian beim Wrestling schauen? Nein, was für Wrestling? Ich bin Wrestling-Schiedsrichter, jawohl. Oh, ja, das ist aber eben. Ja, Wrestling Switzerland. Wrestler bist du auch gewesen, oder? Ja, mit Betonung auf gewesen, aber viel zu oft verletzt. Bist du mal Rick? Wrestling Switzerland kann ich dir empfehlen, in Rohrbas. Ja. Ja, das ist mir sogar auch vor ein paar Jahren mal gewesen, ja? Ja, vor ein paar Jahren, seit dem 18. mache ich Schiri, das hast du mich wahrscheinlich gesehen. Ah, wirklich? Nice. Ja. Jawohl. Das ist auch ein grosser Teil von deinem Leben. Ja, ist ein Teil von meinem Leben, absolut. Aber die Musik, hätte ich gesagt, ist der grössere. Ja. Ja, aber das kannst du auch nicht miteinander vergleichen. Aufheben, genau, aber zum Beispiel... Also vielleicht, wenn du noch Wrestler wärst und den Lifestyle würdest du leben, ja. Aber nein, ich war auch so, zum Beispiel im Wembley-Stadion AEW All-In schauen. Das ist übrigens auch meine Favorite Company, nicht WW, aber ich finde es auch geil. Ja. AEW. Ja, ist noch cool. Mitglieder von Irony of Fate auch. Ja, das weiss ich. Vom Zürcher weiss ich, vom Tom, ja. Nice. Und das Zweite habe ich früher auch schon gesehen, dass er Zeug gepostet hat. Er hat gesagt, ich bin eigentlich nicht so Fan. Und mittlerweile überall, wenn es in Europa ist. Jedes Mal, hey, ja, volles Fan. Das Zweite. Jawohl, die ist auch schon ein paar Mal schauen bei Wrestling Switzerland. Danke vielmals an dieser Stelle. Ja, komm, in dem Fall auch mal mit den Jungs. Nice. Dann kann man da mal ein Musikfeature machen. Ich versuche schon seit Jahren, dass man, ich weiss, das ist so fast unmöglich, aber man weiss immer Vitamin B und wer nichts macht, kommt auch nicht weiter. Ich versuche ja schon seit Jahren, dass man einen Entrance-Song bei einem grossen, also auch beim Cesaro schon probiert, aber ich weiss auch nicht, ob der das Zeug gehört und sieht. Ich habe ja auch kein Privatding von ihm. Auf jeden Fall, das versuche ich auch schon lange. Wir haben ja schon Wrestling-Songs geschrieben. Für eine kleine Wrestler, für die Layla Rose. Ja, man gesehen. Mal einen Entrance-Song gemacht. Und das habe ich auch gesagt, da wäre ich gerade dabei, weil ich komme halt aus dieser Generation Wrestling, die nur mit Metal war, Limp Bizkit, alles Papa Roach. Haben wir mal ein Videoclip auf einer Wrestling-Bühne gemacht? Nein, aber nicht. Oh, wir müssen unbedingt. Das wäre mal Unbedingt Ringen, aber ja, also vom Ring einfach mal, ja. Und lustig, Layla Rose ist ursprünglich auch aus dem Säuleamt. Ja, Fotobach. Ja. Und wenn Scheiße ist, ich hole jetzt erst mal in Ottenbach seit 2 Jahren. So gut. Das schließt sich der Kreis. Ja, wirklich. Nice Exkurs zum Wrestling. Ich also ein Riesenfan, ja. Ja, absolut. Finde ich geil. WCW sogar, ja, wer das so kennt. WCW. So, ja. Yeah. Ich habe absolut null Ahnung von dem, also ich bin froh,
Spruch von Darum bin Brian. ich ja dabei. Aber der Rock und all die grossen John Cena kennt man heute gleich. Halt auch das, ohne das klar. Wrestling wären die auch nicht, ja. Wäre der Rock nicht der reichste Der Rock. Schauspieler Ist überhaupt, so. ja. Ja, Ja, so. gut, wenn du halt einfach dich selber kannst Schauspieler ist auch nicht Ja, schwierig. ja. Aber er macht Aber er das hat super, früher ja. eben die Skills gehabt, die er dort angebracht Ja, hat. das Genau. Man wird ja, weißt der ist, bei so Erfolg bist du doch einfach gesättigt. Irgendwann. Weißt glaub- du, wenn ich du glaub einfach schon nicht, der. Ja, ich weiß schon, aber gesättigt in dem Sinn, du bist nicht mehr der gleiche Soul-Hund wie früher, oder der gleiche. Ja. Wo die Leute eben alle abgefeiert haben. Logisch hat Der Hunger halt, oder? Ja, aber Ja. früher ist halt so, ich muss den Leuten etwas beweisen. Ja, ja. Ja, vor allem jetzt sagt ihm wahrscheinlich auch niemand mehr Nein. Ja. Wenn der jetzt mit irgendeiner dummen Idee kommt, findet er sicher irgendwo einen, der sagt, ja, das machen wir. Ja, und das Gleiche ist auch bei so Bands wie Metallica etc. Slipknot. Die haben früher nichts gehabt, die haben eine andere Attitude gehabt. Die machen heute nur noch Musik für sich. Und früher haben sie rebelliert mit dem. Und das kannst du, wenn du mal Multimillionär bist, dann machst du anders Musik. Ja, es ist so. Als lebst du in der Goss Ja, das- oder Slipknot, wo weiss ich was in armen Verhältnissen gelebt hat. Die Dann machst du Theorie andere habe ich über Musik. Punkbands. Darum wären Punkbands immer schlecht, wenn sie erfolgreich werden. Weil sie können sie arbeiten nicht mehr, sie sind nicht mehr hässig auf ihren Chef, sie schreiben keine hässigen Songs mehr und dann ist nicht mehr, sind die Leute, dann hast du nämlich Diskrepanz zwischen den Fans. Weil du hast ja Punk-Fans, sind ja meistens auch die hässig sind auf ihren Chef Und keinen Stutz und haben. keinen Stutz haben. Und dann, sobald die Band nicht mehr hässig ist auf den Chef und Stutz hat, schreiben sie keine Songs mehr über hässig sein auf den Chef und keinen Stutz haben und dann hast du den Disconnect da. Ja, und vor allem ist es so, ich sage, viele Bands haben schon ihre fette Stab und dann schon, ob es jetzt das dritte, das vierte oder das fünfte ist, schon erst später, wo sie sich in den Sound finden. Aber gleich bei jeder Band ist das am Anfang primitiv. Wenn man dann noch nicht gesagt, der Refrain muss jetzt 3 machen. Nein, shit, dann spielst du einfach mal drauf los. Also unsere ersten Songs sind 10 Minuten gegangen. Weil ich nicht mehr gewusst habe, nein, das Riff, ich will noch mal eins. Es muss episch der Leute sein. Und irgendwann habe ich gefunden, Scheiße, nein, mach einfach weiter. Eins Riff lang Ich finde, alle Bands sollten ihre ersten Demo-Tapes einfach veröffentlichen müssen. Ich finde, alle Bands, die jetzt so professionell reinkommen, sollten die ersten Demo-Tapes veröffentlichen. Also uns würdest du im Fall auf YouTube hören. Ja, aber sogar noch Findest drauf. du wirklich alles Außer noch? Taoist, die ersten Demo-Tapes sind ja das Album, von dem her ist es Ja, Ich könnte einmal noch geschwind anknüpfen am Wacken. Benji, bist du... Ja, dort hat es Siehst mal du, ja, angefangen. ja, Es gibt keinen Pfad, Bist es du gibt auch keinen dabei Pfad. gewesen als Roadie am Wacken, Benji? Erzähl. Genau, das ist richtig. Ja, ich bin vom Tobi, wie immer, bin ich ein paar Monate vorher bin ich angeschrieben worden und gesagt, hey, hast du Zeit, Lust zum dabei sein? Angeschrieben worden. Also, wir haben nochmal Facebook Kontakt gehabt. Nein, wir sind immer in Verhältnis. Austausch, und ich habe gerade dort schon eine Ferien eingeschrieben gehabt. Eigentlich hätte ich mit meiner damaligen Freundin irgendetwas machen und dann habe ich die Anfrage bekommen vom Wacken und gesagt, wow, ich bin dabei, ich will gehen. Dann habe ich halt wirklich so organisiert, dass ich dabei sein kann. Und ja, das ist wirklich seit am Anfang ein mega Erlebnis gewesen, auch die Hinfahrt und alles. Und dass wir dann vor dem Gig haben wir dann noch in Hamburg haben wir noch ein Hotel gehabt. Und dann sind wir dann schön am Morgen sind wir dann Richtung Wacken gefahren. Und ja, und dann nachher ist eben dann dort eine wirklich Geschichte gewesen. Und zuerst haben wir gedacht, kommen da überhaupt genug Leute und so. Muss ich dann Sind wir nachher dort etwas mal sagen? angekommen, oder? aber ist gut, der Brian hat vorher eben gefragt. Ja. Aber vorher hast du auch gefragt, wie ihr zum Gig gekommen sind, oder? Das haben wir noch nicht beantwortet. Aha. Mal, er hat gesagt, durch das voll Label. abgedriftet. Aha, das Jetzt Label, lass ja. geschwind Genau. Benji Ja, ausreden voll. und nachher kommen wir zum Gig selber. Ah, gut. Ist gut, ich Nein, habe es nachher ist- noch eine Rückfrage an ihn von ganz voran. Okay. Schon zu viel gesagt. Ich muss mal anfangen aufschreiben, alles was ich vergessen habe. Alles gut. Nein, Benji, erzähl weiter. Ja, nein, es ist natürlich halt, wir so zuerst denken, mal schauen und so. Dann sind wir wirklich gut in Empfang worden, alles gezeigt worden. Und dann sind wir mal dort rein und gesagt, wow, mega cool, ein mega grosser Raum und auch die Bühne mega riesig. Und dann, ja, dann ist immer mehr losgegangen, nachher irgendwie so gegen die 4 dann die Türöffnung, da sind immer mehr Leute reingekommen und so. Und dann nachher, irgendein ist,
wir so, wow, was passiert jetzt da? Und dann siehst du so wirklich die Leute immer wieder rein und es war eigentlich schon voll gewesen. Und es sind immer noch mehr Leute rein und so. Wir hatten praktisch keinen Platz gewesen und ich dann zuerst so im Merch und so und dann ich so, fuck, hey, ich muss jetzt fügen gehen. Und dann bin ich irgendwie nach einer halben Stunde später gefunden, jetzt muss ich fügen. Jetzt muss ich einfach fügen. Und einfach die Stimmung eigentlich vom ganzen Publikum einsaugen und so. Und das ist richtig geil und das ist wirklich, das ist unvergesslich gewesen. Aber gell, also ich bin halt nie am Wacken gewesen, deswegen weiss ich nicht. Aber das ist so wie ein Club am Wacken. Im Dorf eigentlich ist er, ja. Also ja, jetzt kommen wir nochmal auf deine Frage vorher zurück, so wie ich das abgeschweift habe. Ach, gar nicht. Also wie Wacken war, also wir waren dort im Landgasthof gewesen. Dort ist das Wacken entstanden. Dazu mal. Also da hat die ersten Bands gespielt, glaube 2 oder 3 Jahre lang, bis es dann zu einem Festival wurde. Und das erste Mal, was wir kamen, ist, also wir sind einfach als Besucher mal gewesen, 2010. Und das war schon gigantisch gewesen. Und wir haben jetzt zu diesem Konzert haben wir auch ein VIP-Ding gehabt, da wir können mit guter Anreise aufs Gelände, mit VIP-Lounge, haben wir können dort sein. Und wir sind dort angekommen am Landgasthof, es war gigantisch gewesen, wie du hast dort die Lemmy-Events gesehen, mit dem Lemmy drauf, etc. Es ist alles so, ich hatte gerade den Ding gesehen, den Jens, den Chef vom Wacken durchlaufen, und dachte, der ist auch gerade da. Und auch Leute, die uns schon kennt haben, wo ich auch dachte, leck, böse, bist du da im Dorf, bist du nicht mal beim Festival vorne. Und also gigantisch. Dann war mir Backstage gewesen. Ist dann eben mal ab, wie der Mensch gesagt hat, ist auf die Bühne. Und das war einer der geilsten Gigs, wenn nicht der geilste überhaupt gewesen. Wir sind dort rausgekommen und wir sind empfangen worden. Also ich würde sagen, wir sind dort rein zu einer Legende geworden. Weil es war wirklich eine krasse Stimmung gewesen. Dann hat man plötzlich gesehen, dass die Jungs vom Bullhead Festival, die sind ja auch für Explode gewesen, wo man auch noch einen Shoutout rausgeschossen hat, live, dass die Leute sollen die Support, die sind auch drin gesehen, die Schweizer Fahne hochgekippt und dann hat man jede Leute gesehen, die man vorher von Festivals von Deutschland kennt hat. Aber nicht alle vom Gleichen, so verschieden. Aber man denkt, ich so, weil ich ja einer bin, der voll in die Augen schaut oder wirklich schaut, wer ist da. Also unglaublich gewesen. Und dann hast du die Stimmung bei jedem Song, man hat auch ganz krass gespielt. Also ich habe gefunden, das ist einer, so, ich bin runtergekommen gefunden, ich habe jetzt alles gegeben. Ich hätte es nicht besser können jetzt in dem Moment. Es ist auch während dem Song ist der Zugabenruf reingekommen, ein riesiges Standing Ovation und ja. Also, das ist einer von meinen geilsten Trips gewesen, jetzt unabhängig von der Zeit, die ich nachher mit der Band noch am Wacken selber. Wir sind auch viel im VIP geguckt. Die Jungs sind vor allem 2 von uns Konzerte schauen ohne Ende. Ich und alle sind aufgesogen. Ich und alle sind Backstage gechillt fast den ganzen Tag. Ich habe vielleicht 8, 9 Bands gesehen. Ich habe jeden bekannt, den ich kannte vom Fernsehen. Nicht nur Metalheads, auch Fußball, eine CD von Broken Fate. Ich habe gesagt, ich will das jetzt nutzen, wenn wir schon mal so wie etwas. Ich habe mit jedem geredet, ich habe Leute gesehen. Ich dachte, hey, leck, was machst du da? Und dann bin ich gerade gegangen, bin gerade reden. Und krass, auch alle sehr freundlich gewesen zu einem, hat das auch gut angenommen. Und ja, ich habe gehofft, jetzt, dass so vielleicht auch mal so etwas dort läuft. Ja. Und sonst, wie gesagt, alles super gewesen, auch über das Label. Wir hatten noch alle vom Label da gewesen, die vom Wacken sind auch begeistert gewesen. Da hoffen wir jetzt auch mal, dass wir zum Festival mal über dürfen. In welchem Label sind die jetzt? Bei Lucky Boat Media. Die sind eher so kleiner, also kleiner. Die haben auch so Michael Schenker, Queensryche, Stuff, einfach so ältere, Nazareth und so. Aber etablierte, also die machen immer noch gute Gigs, die du jetzt aufgezählt hast. Das ist jetzt auch Ganze schon. Welt immer Aber es ist halt auch viel Label. älter, also sie haben auch viel Modernes, nicht, dass ich noch etwas falsch sage, aber sie haben vor allem solche Ältere, die man kennt. Und der Thomas Godoy, wo man vor 2 Jahren auch eine kleine Tour gehabt, das war so ein DSDS-Gewinner, so der einzige Rocker, den es mal gegeben hat. Auch so ein bisschen in diesem Ding. Ja, wir haben aber das ist der einzige Staffel, den sogar ich verfolgt habe. Und darum habe ich gesagt, dass du zum Label kommst, ich will den mal kennenlernen als Typ.
Und es hat auch musikalisch gepasst, das ist ja bei uns abgegangen, wie das Zäpfchen. Und auch rührende Worte gesagt von seinem Publikum. Und das Publikum ist dann, das sind noch die alten Teenie-Frauen, die gekommen sind. Die haben wir auch voll können abholen mit unserem Sound. Wir haben mal gesagt, wir machen vielleicht ein paar Laden mehr und dann das ein bisschen abdecken. Und gleich haben wir auch 2-3 Härte-Songs gemacht. Die dann das dritte Mal gekommen sind, weißt du, dann gerade so Amerika-Konzerte sind dann gekommen, am Schluss lächeln wir sie, jetzt finden wir es richtig geil, was sie machen. Und, ja. Auf alle Fälle, die haben alle böse gesagt nach am Schluss. Ja, jetzt haben wir bei Godoy auf alle Fälle Wacken, Konzert, gigantisch und ich glaube, irgendwann kommen wir zurück und dann noch ein bisschen böse. Was ich aber noch spannend finde, dass du sagst, wegen der klassischen etablierten Bands ist, ich habe das Gefühl, junge Leute fühlen das extrem im Fall. Also ich sehe mega viele so junge Trash-Bands, zum Beispiel, wenn wir Hatesbill ja gesehen sind so junge, 19-Jährige oder so. Und auch, das habe ich auch im Hardcore-Bereich auch gesehen, aber so Thrash und halt Death und so Oldschool-Shit, oder so Oldschool-Sound, wo wirklich es ist einfach zyklisch, oder? Ich meine, es kommt immer wieder zurück. Ja klar, aber gedealt, das geht gleich weiter, die Leute hören in den Genre rein. Ja, vor allem die Bands werden aber alle nicht kleiner. Also die meisten jetzt nicht, so eben Metallica und Slipknot und all die. Ja, das ist jetzt auch ein Königs. Genau, aber das ist ja das Ding, wenn du ja reinkommst in das Ganze. Ja. Du fängst ja nicht an mit irgendwelchem tschechischen Underground-Hardcore, wenn du anfängst Metal hören. Ja. Du fängst ja an mit Black Sabbath. Metallica, Black Sabbath und dann gehst du in das rein. Und darum, ich meine... Linkin Park, Limp Bizkit, bei meiner Zeit das sogar. Und jetzt alle die so 19 sind und gerade so Bands anfangen, die sind ja ganz am Anfang. Die haben noch einen relativ weiten Weg zu gehen, bis die tiefsten Untiefen von Metal. Aber es gehen doch alle in Reddit und gehen in so Rabbit Holes und nachher wenn sie so, ja, ich will die obskürste Band finden, um nicht genau gleich wie die anderen zu sein. Und nachher kommst du so mit so Bands, wo andere Leute so... Aber gerade vor 20 Jahren hast du schon viele Bands gehabt, aber heute, ich weiss nicht, wie viele Metal-Bands das am Tag sich neu gründet auf dieser Welt. Du hast wahrscheinlich aber gleich viel. Du hast jetzt einfach das Internet, wo es alles ersichtlich macht. Früher hast du einfach wie aber du hast gleich früher gefunden, du hast pro Genre Lux jetzt viel gehabt, es war noch ein bisschen übersichtlicher gewesen. Aber hast du dich schon auf YouTube, was wir da aber du hast dich, alles. Also dort musst du halt durch so Foren und so rumbewegen und das habe ich auch gemacht. Und so wie, japanische Band gefunden, die Thrash macht oder so. Und heutzutage ist einfach Spotify, da einfach gerade sagen, hey, die Band da ist cool, die ist cool und das zeigt alles. Früher hast du noch arbeiten dafür. Oder weißt du, viel könnt ihr heute natürlich so Top-Listen gehen. Ja, wenn das Album muss man mal gelost hat, dann stößt man vielleicht einfach so auf alte Death Metal Band oder so. Ja. Ist da, ja. Mhm. Wenn man jetzt dahinter schaut, sieht man ja ganz, ganz viele Poster von James Hetfield und von Metallica. Könnte es sein, dass das eure grösste Inspiration ist musikalisch? Also für mich sicher und für die alle eigentlich auch. Also für mich sowohl der Hetfield, andere glauben an Gott, für mich ist der James Hetfield. Wie für den Hetfield der Lemmy und so war, das hat jeder Musiker, sonst machst du ja nicht Musik. Du musst dich von etwas beeinflussen lassen. Ich meine, man hat noch so viele Töne und jeder versucht die Töne noch geiler und immer wieder zu bringen, aber Songwriting besser zu machen. Und Metallica ist für mich auch in der Kastenphase. Ich habe es natürlich mit dem Load, ich habe es mit 9 kennengelernt. Auf MTV, ich habe Until It Sleeps gesehen. Und das war voll meine Boygroup-Phase. Ich habe ja früher einen Breakdance, also wirklich mit Überschlägen und so. Take That war meine erste grosse Liebe. Nach den Backstreet Boys, NSYNC und all Take That und Backstreet Boys und NSYNC sind aber auch stabil. Ja, aber ich sage, weißt, wenn kein Nostalgiegefühl hat oder so, dann denkt er, früher ist ja das, meine Schwester hat auch immer gemeint, früher, so wenn jetzt das so sagt, aber immer gemeint, meine Brüder, ich glaube, ja, der steht glaub mal auf Mannen und so, weil ich halt das immer geschaut habe. Auch Michael Jackson, ich habe das alles abgefeiert. Und dann habe ich mit 9 auf MTV Until It Sleeps gesehen und dann hat so meine Liebe zu Metallica angefangen. Ich bin nicht gerade der Die Hard Fan geworden, das war dann Anfangs 2000er gewesen. Aber da ist das 9-Jährige, dass du den Sound hörst, das ist ja gerade die Phase, wo Metallica da zum gehasst hat. Aber ich habe immer gesagt... Das ist Reload-Zeit, ja. Ja, Reload. Für mich, das ist der Ding... Ja, wo ist denn Danger gewesen? Reload und Nein, 2003. Eigenes Album nach denen. Ah, ja. Und ich habe es in dieser Phase, mich hat das dann völlig fasziniert. Und ich habe den Typ gesehen und ich habe immer tanzen auf der Bühne mal. Also es wäre irgendwo bei einer Popband und so gelandet.
Und da habe ich aber den James gesehen, wie mehr, dass man den MTV Vivo eingeschaltet hat, und gesehen, wie der so breitbeinig ist, wie der die Leute mitnimmt. Und seitdem ist das meine ganz, ganz grosse Liebe. Also, hat er noch lange Haare gehabt? Ja. Ah, ja. Ah, nein, die kurzen. Kurz schon, ja. Und Das ist Post-Grunge-Zeit, ja. Das ist dann nachher wieder nachgekommen. Ja. Und seitdem ist das für mich, vorhin eben Jackson, Take That, all das sind, wenn ich jemanden gut gefunden habe, habe ich die angehimmelt. Heute ist das, also vielleicht auch bei Metallica, bei wenigen Bands, Nickelback, so wo ich das noch wirklich, wenn ich so jemanden vor mir hätte, würde ich durchdrehen. Aber das ist wirklich so das Fanboy sein. Und darum, ich kenne den James Hetfield logischerweise nicht persönlich, aber ich habe ja ob Dokus, Interviews, ich habe den Menschen einfach immer geliebt und mache ich immer noch. Und ich sage auch, wenn er mal was abtreten will, ich sage, Metallica macht nicht bis 70 oder so, die kommen ja mittlerweile dann schon fast dazu. Ja, das wird dann ein ganz schlimmer Tag sein für mich. Aber es ist halt das Energieding. Das, was er mir gegeben hat, die Live-Show, das versuche ich in meinem Style, wie das er auch macht von seinen Idolen und anderen, so weiterzuleben. Ja. Darum ist überall drin der James. Er findet es mittlerweile einfach böse. Und ich glaube, im Alter lässt es lieber als früher. Früher habe ich gesagt, oh, erzählt nur den und den Song. Und heute ist mittlerweile, glaube ich, im Alltag, aber er ist mehr so der Metal-Cola, das ist mir ja auch. Ja. Also ich höre ja auch alles. Das ist für mich halt einfach das und dann kommt vielleicht das andere ist wegen dem nicht schlecht, genau. Nein, sicher da haben wir auch All That Remains Videoclips gesehen und so. Ja, logisch, das liebe ich alles auch. Auch die heutigen, wenn du wüsstest, dass wir da hören, wie da andere Tage lecker, was wir alles hören. Wir hören vom Soft-Rock bis Pop, alles, was uns gefällt. Das Backstreet Boys läuft. Was ist die letzte Entdeckung gewesen, wo dich so, wo immer noch am Hören bist? So gerade neu. Die neuen Metal-Bands, ob es da Dimitri, Paradox, wo wir jetzt erst gerade neu, Social Deception, wo wir jetzt gerade neues vorgestern, so eine Mischung Hard. Man findet immer wieder, ich habe zu viel im Kopf. Ja. Ich höre zu viel Bands. Also ich höre nicht Metallica eher weniger, als wenn etwas Neues rauskommt, aber das höre ich jetzt auch nicht mehr. Es ist einfach meine Band, die mich immer wieder beeinflusst und alle. Und früher hat man natürlich Broken Fate mehr nach Metallica tönt als heute, aber dass es ganz, ganz weggeht, das wirst du immer ein bisschen Nuancen hören. Ja. Aber eigentlich bestimmt für mehr als Metallica-Ding. Ja. Das aber es ist auch sofort. die tiefe Liebe. Ja. Richtig. Und die wird nie weg sein. Ja, ich habe vorher ja über deine rechte Hand geredet, weil genau so der Riff wie der Hetfield. Genau so tust du wie die Stand, das merkt man auch. Oder? Ich meine, gut rausgekriegt. Ja. Das heisst, du spielst Schlagzeug auf der Gitarre, so wie das der Hetfield macht, nur Downsstrokes. Ja, nicht nur. Also es geht nicht nur, aber ich spiele zum Beispiel, wo andere Wechselschläge machen. Solange der Outstrokes geht, mache ich es, ja. Aber das ist mehr so eine alte Gewohnheit, weil ich spiele gerne so. Ja, also jeder hat sein Spiel gerne, ich habe gerne, dass es so recht runtergeht. Ja. Und man hat natürlich auch so Angst, dann geht es nicht anders, logisch. Ja. Aber es klopft auch viel mehr. Ja. Es tönt hässiger. Ja, und es sieht irgendwie auch geiler aus. Wenn schon der eine so... Das wäre so richtig reintätscht. Aber jetzt, ich habe schnell eine Frage. Du bist, ich nehme an, die Gitarre da hinten sind von dir. Also ich habe dich auch schon live gesehen spielen. Ich weiss, dass du die Gitarre live spielst. Ich habe nämlich herausgefunden, ich habe bei Taoist den Explorer angefangen zu spielen. Und ich habe herausgefunden, je mehr dass deine Gitarre aussieht wie ein Explorer, umso mehr gehen deine Beine auseinander, du bewegst dich nicht so viel. Weil ich bin bei meinen anderen Bands habe ich keinen Explorer und dort stehe ich meistens nicht so breitbeinig da, aber bei Taoist habe ich es jetzt wirklich gemerkt. Ja. Es ist einfach Beine auseinander. Also schau, so uns Gitarrist, es gibt natürlich auch die oben spielen, dass es kompliziert ist, oder jeder spielt da anders. Das ist der Pro-Gitarrist. Aber ich habe das Gefühl, es gibt eine Korrelation zwischen Explorer und breitbeinig dort stehen. Das hat etwas, also ich will da breitbeinig, also so breitbeinig, früher bin ich breitbeinig gestanden, aber ich finde, das sieht auch geil aus. Du musst keine Kohles zeigen. Und Gitarre muss dort sein, wo dein Bestes, das kann ja auch bei einer Frau sein, ein Stück ist. Und statt dass du dich befriedigst, machst du es halt eine Etage vorne auf deiner Gitarre. Und darum sollst du die Gitarre nicht oben haben. Aber das kannst du ja, für die es brauchen. Ja gut, das heisst Pro-Gitarristen haben einfach gerne Nippleplay. Und jeder von meinen Idolen, ob das auch ein Frontmann ist, wo natürlich keine Gitarre hat, das ist für mich auch Corey Taylor, für mich der zweitgrößte,
Das sind Leute, die gehen runter, die musst du mitziehen. Da willst du kein, sorry, wenn ich das sage, aber da willst du kein gestöpelt vorne sehen, ja. Also jedem sein Ding, aber ich finde, der Explorer macht schon ein bisschen. Gell? Ja. Es Weil sie halt, und weißt du, was auch ist, wenn du sich in die Tiefe hast, du kannst gut die mit dem, wenn du rumlaufst, mit den Beinen bewegen. Ja, Darum das bin stimmt. ich dort deiner Meinung, dass man sich zu weniger bewegt mit der Explorer. Nein, nicht weniger. Du kannst aber- dich besser Aber bewegen. du stehst einfach mehr breit. Du weißt, ich bin wirklich mehr am Stehen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich sehe cool aus, wenn ich jetzt einfach so breitbeinig bin. Aber wenn Stimmt, ich ja. laufe auf der Bühne, kann ich mit so etwas besser spielen, als wenn ich jetzt, sagen wir so, Les Paul-Form hätte. Das wäre für mich dann, da müsste ich so zwischen den Beinen haben. Ja, ist nicht so etwas. Nein. Aber ja, Ja, das ist das ist gut. halt, hat man sich so angeeignet. Gut, ja. wenn wir gerade kurz schnell zu meiner Frage zurückkommen, weil du bist eigentlich Gitarrist. Ja. Wie lange hast du So, hast du ja. es mittlerweile, bist du schon so wie du das sagst? Bist du so wie du sagst, du bist Bassist? Ja. Alright. Wie lange ist das gegangen, bis das... Weil ich habe auch angefangen Bass zu spielen und dann irgendwann gemerkt, so, was, das ist eigentlich noch ganz geil. Hast du So es Zeit böse gebraucht oder Gitarre. hast du von Anfang an 2, schon... 3 Jahre. Also ganz am Anfang. Ich weiss noch, als ich das erste Mal Bass gespielt habe, habe ich vom Nachbar einen akustischen Bass ausgelehnt. Hm. Und ich habe es richtig scheiße gefunden. Ich habe gedacht, nein. Ich habe gesagt, ja, das geht nicht. Und dann, Ramon, oder? Ja, Den kennen die Ramon. doch auch. Von Baden, oder? Der mit Stick to Your Guns Tattoo. Also er ist Ah. voll tätowiert. Ja. Ja. Ramon! Übrigens, liebe Grüße, falls es los ist. Er ist auch bei einer Sex, Drugs, Rock'n'Roll Nacht da gewesen. Ah, ja, geil. Aus Versehen. Ja, Ramon, du bist ein geiler Sieg. Was heisst aus Er Versehen? ist einfach da Es gewesen ist und seitdem nicht mehr und vorher auch nie. Ja. Es ist einfach die Nacht gewesen. Wenigstens ist er bei einer Sex, Drugs and Roll Nacht aus Versehen da gewesen und nicht aus Versehen in einer Sex, Drugs and Rock'n'Roll Nacht. Nein, aber dann habe ich eben den elektrischen Bass auch von ihm gekauft und mit dem ist es dann super gegangen. Aber am Anfang ist halt schon, habe ich noch wirklich aktiv beides sehr viel gespielt. Und jetzt ist es wirklich eigentlich nur noch Bass und dort daheim ein bisschen Akustikgitarre spielen. Das ist so der Point. Aber jetzt bin ich schon Bassist. Ja. Das ist gut. Hey, Bass, ich habe eben wirklich irgendwann müssen, als ich das erste Mal angefangen habe, etwas aufnehmen als Gitarrist, habe ich gemerkt, ja, es tut weh, aber der Bass ist schon das wichtigere Instrument für die Musik eigentlich. Schon sehr wichtig. Wie Ja. hast du es mal beschrieben? Für den Boden. Ja, Das es ist Bass und Melodie ist immer noch Schlagzeug. Gitarre. Ja, ja, das ja. schon. Weißt du, das Problem ist, wenn du einfach nur, wenn jetzt nur Bass und Schlag, also das Wichtigste, gut, es ist gegenseitig. Das Wichtigste an einem guten Gitarrensound ist der Bass und das Wichtigste an einem guten Basssound ist die Gitarre. Es braucht Das beides. schon, ja. Es ist Ja. Und der Kick. Ja, Kick, Snare, Exakt, ja. Bass, ja. Göns, wo kommst denn du her musikalisch? Ja, wie hat es bei dir angefangen mit der Musik? Generell. Also bei mir hat es eigentlich angefangen durch den Mauro, wo wir vorher schon darüber geredet haben. Also eigentlich durch ihn angefangen Gitarre zu spielen und ein bisschen so Green Day ist so die Songs, die ich am meisten gespielt habe dort. Und dann eben die Band mit New Printed Money gewesen. Und das ist auch ein paar Jahre gegangen. Also, ich weiß gar nicht genau wie viel, aber das sicher 5 Jahre New Printed Money. Und dann habe ich ein Jahr nichts gehabt, dann bin ich in Guckenmusik gegangen, weil ich nichts hatte und gleich Bock hatte, so irgendwie Musik zu machen. Dann habe ich ein Jahr Guckenmusik probiert. Ist mehrheitlich ums Trinken gegangen und nicht um die Musik. Und Ich glaube, geht es auch bei Ja. allen Apps so. Normal bei der Fasslache wahrscheinlich. nein, dort ist so wirklich nur das Ziel, besoffen zu sein. Und Das ist auch eine gute Werbung für Guckenmusik. Ja, also- Guckenmusik und Turnverein, das gleiche. Ja, schon. Und das dann war eben das Off-Jahr eigentlich gewesen, und dann ist eben die Geschichte mit ihm eigentlich entstanden gekommen, und dann seitdem bin ich wieder aus der Guckenmusik gegangen. Also auch weiter getrunken. Aber musikalisch bist du echt der Punky gewesen, oder? Ja, also eigentlich so voll Punkrock, Zebrahead ist so voll das Leben gewesen auch. Und ja. Green Day, oder? Ja, Green Day, Zebrahead, eigentlich so die Also, Region. Die klassischen Einstiegsdrogen für Leute, die uns warten. Genau, Mhm. voll. Und so Voll hat so. die Skate-Musik gell, von früher. Ja, ja. Du bist, glaube ich, Skater, oder? Oder Ja, Velofahrer? ja, Oder was? ja, Ja, Snowboard, alles. Ich skate, Snowboarden. Skaten bin jetzt nicht mehr so viel, aber Aber ich so habe die früher Tony mal- Hawk-Generation. Ja. Ja, Ja, Tony das Hawk, ist- Tony Hawk's Pro Skater 2. Halt die Musik, die die Videospiele hatten. Ja, PS2. ist Ja, vorher geil. Insane. Insane. Aber das hättest du heute selbst wenn Bands Musik machen für Spiel, Mhm. auch selbst heute, das wäre halt einfach dabei. Früher ist das ist
Es ist mit MTV du bist und das allem auch so so. cool. Ja, die ganze die Jackass-Kultur sein, der American Pie. Kommt wieder ein neuer, Jackass, das ja. Ja, ich habe Wahrscheinlich der letzte, oder nicht mal? Ich habe mal gesagt, sie hat genug und jetzt wird es gleich nochmal. Ich habe letztens irgendwo auf Instagram ein Video gesehen, wo einer gesagt hat, früher mit Jackass sei die Welt noch ein besserer Ort gewesen, weil dann sind einfach alle Dudes damit beschäftigt, irgendwelche Scheiße zu bauen, wo sie einfach sich selber und ihren Kollegen wehtun und nicht irgendwie sonst so dumme Sachen machen, die geopolitische Konsequenzen haben. Absolut. Das war alles einfacher gewesen, schon vor 20 Jahren. Vielleicht, wenn jetzt Jackass kommt, ist die Welt wieder ein besserer Ort. Ey, hoffen wir es fest, weil die Welt könnte schon ein bisschen besser werden als jetzt gerade. Aber was schon lange gut ist und es auch schon lange gibt, ist etwas, was ihr, glaube ich, fast jährlich macht. Und das ist euer eigenes Festival, Stroke of Fate. Heute macht ja jede Band irgendwie so ein bisschen ihres Fest, oder? Aber Stroke of Fate gibt es schon mindestens so lange, wie ich Metal höre. Und das ist jetzt sicher auch schon 15, 16 Jahre, oder? Wann habt ihr angefangen mit dem, wie ist es zu dem gekommen? Also wir haben ja da nebendran bei Murisch Boswil und da gibt es ja den Löwen. Der erste Löwens Chill-Out. Und der Peach von dort sind dort früher gut essen und gesehen, dass der abends ein Konzert macht. Und dann haben wir gefunden, wir machen mal so einfach ein Konzert ohne Namen und so. Bös. Ich bin jetzt im Schniedel da durchgelaufen, den seht ihr jetzt nicht. Ah ja, nicht. Auf alle Fälle haben wir dort damals mit Valetudo gespielt. Oh, das war das erste Stroke of Fate gewesen. Ja, das war glaube ich 2010. Crazy. Wirklich 15, 16 Jahre habe ich gut geschätzt. Okay. Ja. Und das ist aber, es ist nicht Stroke of Fate gewesen, es ist einfach das Konzert, wir haben gespielt und Valetudo dort, obwohl Valetudo jetzt einen grösseren Namen gehört, einfach ein Vorband, weil wir dort ein ganzes Konzert spielen, wie wir alle Leute von da kennt haben. Ist das schon in Böswil gewesen? Ja. Und jetzt sind was haben wir gehabt? Ich glaube, unter 20 Leute. Das ist für das so wie 2 Jahre plus geht gut gewesen. Absolut. Und dann haben wir so gefunden, wieso machen wir das nicht jährlich und geben dem einen Namen. Und wie wir jetzt ganz genau auf das Stroke of Fate kommen, das kann ich wirklich nicht mehr sagen. Da haben wir schon zu viel durchgelassen. Aber es ist bei uns auch immer ein bisschen darum gegangen, es muss ein bisschen Geld tönen. Es muss ein bisschen, muss ein bisschen einen Eindruck hinterlassen. Auf alle Fälle haben wir dann gerade ein Jahr später gesagt, dass wir ein Stroke of Fate Festival. Und das Ziel war immer eigentlich bis heute und mit heute, dass wir selber dort eine ganze Show machen. Also sprich 90 Minuten oder 2 Stunden, je nach wie das Line-Up dann ist, also wie viele Bands da spielen. Am Anfang hat man glaube ich nur immer 2 oder 3 Bands gehabt. Jährlich. Well, 2 Stunden ist insane im Fall. Ich struggle nach 45 Minuten singen im Fall. Ja, also ich merke das auch, aber halt, solange du auf der Bühne bist. Ja. Also auf einer Tour würde ich schon sagen, jeden Tag 2 Stunden, das hätte ich auch sehr. Das wäre hart. Auf jeden Fall. Und das Ziel war immer, dass wir jedes Jahr andere Bands aus der Schweiz nehmen. Und dass eigentlich keine Band in der Schweiz zweimal dort spielt. Ja. Jetzt nicht, dass jetzt der Premium-Platz ist überhaupt nicht. Wir haben es auch noch nie ausverkauft oder weiss ich wie viele Leute gehabt. Es ist uns mehr gegangen, dass wir kulturell etwas machen und jedem eine Chance geben. Ja. Bloß, dass einfach wir spielen. Ja. Weil dann auch Leute abends gekommen sind oder kommen als Stroke, die sonst uns nie gesehen. Erstens, weil wir jetzt auch nicht mehr so viel in der Schweiz spielen. Ja. Und zweitens ist das so ein bisschen wie unsere Metal-Weihnachten. Da sieht man sich kurz, es ist am meistens immer eine Woche oder 2 vor Weihnachten. Meistens ist das gerade so Ferienzeit und das sieht man halt, da siehst du auch Leute, die das ganze Jahr nicht siehst oder die kein Metal hören, aber sie kommen das Stroke of Fate. Das haben sie ja im Sommer gemacht, oder, glaubst du? Ja, aber das ist nur, weil der Release vom Album im Sommer war. Ah, okay. Und man hat gesagt, statt jetzt das Konzert nochmal mit Painting, ihr wisst auch, irgendwo auch noch schon im Dynamo die Miete und so zahlen, machen wir das in einem Ding. Dann haben wir keine grossen Ausgaben. Und auf jeden Fall haben wir das Stroke jetzt so eigentlich eben mit dem Ding, dass wir immer andere Bands aufrufen, oder, wo dort spielen. Einmal, 2 Mal haben 5 Bands gespielt. Aufs Mal. Das war, glaube ich, das meiste gewesen. Und dann hat es jetzt angefangen mit der Final Story, die wir 2-mal gespielt haben. Und jetzt haben wir gesagt, für das Jahr, da wollen wir einfach nur 3 Bands mit uns. Und wir wollen die 2 Bands
wir haben jetzt auf uns geschaut, wo wir wollen. Ja. Also weißt du nicht, dass Bands, die schon mal bei uns waren, aber gesagt so, mit diesen Dudes haben wir es sehr gut. Und jetzt gehört das erste Mal das, wird dann mit Latrify und Marbon sein. Weil dort hat man es vom Charakter, einfach, weil immer wenn wir mit denen gespielt haben, ein Riesenfest gehabt. Ja, voll. Hast du gerade jetzt eine Premiere angekündigt? Das weiss noch niemand so Nein, offiziell. Nein, das weiss niemand. Das kommt Hey, jetzt ihr erst. habt es zuerst Hört gehört ihr im Metal Servila. Ja. Legt euch warm an im Dezember. Und dann hat man geschaut, jetzt nehmen wir nicht immer die Karussell, wir haben auch immer eine Band, die vielleicht ein bisschen zieht, aber immer die Band, so es geheißen, die zieht, ist dann niemand gekommen. Das zwei Leute. Ja, die Zahlen kannst du nie wirklich vertrauen. Also, wir haben auch schon Musikgeschmack halt wegen dem gemacht, wo wir jetzt nicht unbedingt hören, aber das war halt nichts gewesen. Wir haben das auch mal ausverkauft, sind halt immer unsere Basic, ob das jetzt 100, 120 Leute sind dann an das Stroke gekommen. Ja. Und eben damit das familiäre ist, und meistens kommen dann die Leute, die dort mit ÖV kommen oder die keinen Stress haben, morgen aufstehen, kommen mit uns an die Aftershow-Party, dort in die Grottenbar und darum ist das immer ein Fest. Und ja, darum haben wir jetzt das Jahr gesagt, wir wollen jetzt einfach die zwei Bands von mir wollen, das ist so jetzt unser Anlass. Und dann haben wir jetzt zweimal im Sommer gemacht, einmal wegen Corona. Logischerweise, es hat immer verdient, haben gesagt, jetzt müssen wir es im Sommer machen. Und letztes Mal war der Album-Release. Ja. Alright. Und ja, kommen gerne mal. Das ist richtig böse. Dort. Also es ist bestüblich, gell? Es ist jetzt keine Pyroschlacht oder so, aber es sind immer so gute Leute. Du bist auch mal reingekommen. Ja, das ist geil. Vorletztes Mal. Mit Severas Brothers, ja? Ja, dort, wo Sever als Breath gespielt hat, bin ich mit ihnen mitgekommen. Das ist sehr geil. Halt einfach gemütlich, ja. Ja, sehr familiär. Halt auch wenn halt die Familie von der Band halt alle anwesend sind und so, ist es so wie so, halt, ja, so wie wenn du irgendwie daheim bist Ja, voll. mit deiner Familientreffen, Familie, ja. Also das Familienfest. Was man auch und muss so. sagen, bis auf eins Stroke of Fate, also zwei, haben wir nie große Sponsoren gehabt. Das wird sich aber jetzt das Jahr auch ändern. Da sind wir halt auch immer zu viel gewesen. Oder Ja. Wir möchten es und irgendwann hast du es raushauen und dann ist es so zu spät gewesen. Aber da werden wir sicher suchen, es ist die ganze Technik und Bandgage, das ist immer von uns gegangen. Man muss halt immer schauen, wie viel kommen auch rein, dass es halt für uns auf die Weihnacht auch etwas gibt. Und ja, darum kommen wir bei uns. Und ihr Das habt... könnt ja ihr mal Metal Server im Dezember mal vom Stroke machen. Ihr habt es ja da auch mal gemacht bei See You. Jawohl, ICU, genau, das war auch in Böswil. Voll. Gewesen. Das ist es eben. Ihr habt aus Boswil Böswil gemacht. Das sind ihr gewesen, oder? Okay. Ihr habt den Ja. Begriff geprägt. Also das Böse Ja, so kommt schon ein das- bisschen von uns, aber ich tue jetzt Böse nicht, dann weiss ich, wie, wenn andere das brauchen, aber wir haben das schon ein bisschen geprägt, ja. Definitiv. Das ist ja für alle verständlich zu machen, das ist auch für uns richtig geil. Oder wir sagen halt einfach böse Sachen, die wir gut finden. Und für die anderen sagen immer, es ist das fucking awesome. Mhm. Ich habe glaube noch nie Bös- Boswil gesagt, bin ich ganz Nein, ehrlich. Böswil immer. Immer. Ich habe auch lange nicht gewusst, Hast du dass es gesagt, Boswil hast du heisst. gesagt, wer spielt? Hast du immer gemeint, es heisst heisst- Böswil? Ja, ich habe gemeint, es heisst Böswil. Würde ja auch funktionieren. Also, ich würde es jetzt nicht Macht irgendwie hinterfragen. Sinn, Und glaubt oder? man so auf Tour, ob bei jedem ausländischen Gigs die Leute, ob es jetzt, vielleicht möchte sich auch ein paar wirklich negativ lustig drüber, also vor allem in der Schweiz schon. Das kann man schon sagen, das muss man auch ehrlich sagen. Aber das kommt überall gut an und wir sind jetzt auch dran, man ist echt da schon voll dran, dass wir dem auch ein bisschen ein Brand machen mit dem Böse. Ja, Also wo ja. einfach von Broken Fate ist, mit den 3 Ös. Ja, ja. Und Trademark. dass wir jetzt auch Merchandise und so rausbringen, weil überall auch die Englisch reden, also so very böse und es kommt gut und lustig an. Ja, Ah, das ganz soll's ehrlich, sein. Ja, was also- wieder Erkennungswert geht im Fall, wenn ich jemanden treffe oder so, der Broken Fate kennt, erst schon Jedes sagen, Mal. Jeder sagt böse. Da muss ich ganz erzählen. Das ist ja habe nicht ein am negativ Wacken lustig habe ich machen. eine lustige Situation erlebt in Sachen Bös. Bös. Kollegen von mir sind genau, Kollegen von mir sind das erste Mal am Broken Fate Konzert gewesen, am Wacken und dann hat Ist auch natürlich noch der böse, Tobi ja. die ganze Zeit so bös gesagt und dann sie so zu mir am Schluss und so, jetzt weiss ich, von wo du das böse hast. Ja, also es ist wirklich, weil Leute haben so gefragt, was macht ihr am Wochenende? Ja, ich gehe Broken Fate Interview. Ah, böse! Jawohl! ja, also, Ja.
Und das, weißt du, und jetzt wenn wir da ein bisschen Brand machen, also auch mit TikTok, haben wir uns jetzt immer ein bisschen, ich sage nicht geweigert, aber es war nicht unser Hauptmerkmal gewesen. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt gehen wir mit Böse dann demnächst auch da bei euch. Gehört ihr auch live, das haben wir noch nicht angekündigt, kommen wir mit so einem Böse-Channel. Wo es dann alle Wochen mal Videos geben. Ja. Sehr gut. Wie man das Böse integriert. Geil. Voll geil. Das ist Brand-Marketing. Ja. Das Konzept sind wir jetzt eben noch ein bisschen am machen, aber ihr hört es als erstes. Ja. Ja, das Content machen ist wirklich nicht intuitiv. Ja. Als Musiker willst du eigentlich nur Musik machen. Ja, wirklich. Aber du musst ja gleich, wenn du viele Leute erreichen willst, haben wir gesagt, wir wollen jetzt das Böse ein bisschen. Genau. Und dann schauen, dass wir eben unsere Musik integrieren können. Absolut. Dass wir einfach Broken Fate, dass man weiss, es kommt von diesen Jungs. Ja, genau. Tatsächlich, ich meine, klar, der beste Beispiel, wir haben, wo das super machen, sind Xoner. Oder Xoner machen das schon seit das haben wir letzte Clips gesehen. Eben. Zuletzt ja. Das ist ja ein gewaltiges Spiel. Die Jungs die aufrufen. geben einfach Gas seit dem Anfang an. Das ist insane. Ja, und Mädel. Kompliment. Absolut Also vor schade. allem die Videos von dem Jahr. Ich habe plötzlich den Sprung gesehen. Von irgendwie, keine Ahnung, 40 Likes auf 4'500. Gedacht, leck. Nein, das sind schon lang sind sie mega am Ja, Wachsen. aber eben, sie machen es auch richtig. Ja, Und hat da ganz viel Nieder in der Schweizer Szene, wo alle 3 Wochen mal einen Facebook-Post machen und eine Insta-Story und sich fragen, warum es nicht so viele Reaktionen haben. Es geht ja nicht um das, dass es etwa länger gibt. Weißt du fragst dich als Band, auch ihr, also machst jetzt auch schon länger Musik und du auch nicht mehr. Man fragt sich dann immer jemand Neues, hey, wieso, was haben jetzt die, was wir nicht haben. Also, du musst einfach nicht gross drauf schauen, schlussendlich musst du auf also weißt du, ich sage jetzt nicht, es soll kein Miteinander sein, aber du hast dein Ding, mach die Musik, die du findest, die ist geil. Ja. Genau. Und entweder liebt es die anderen oder nicht. Fuck off, ja. Aber es ist schöner, umso mehr, dass es hört. Ja, weil wenn ihr auch könntet von der Musik leben, es würde jeder feiern. Und heute, du hörst von allen Suppers, das auch. Ich bin früher so Ding, ich hätte mir das nie vorstellen können. Der Traum hat gleich jeder gehabt. Kannst du mir nicht sagen, jeder, und das ist halt wie russisches Roulette, du musst zum gleichen Zeitpunkt, zu einem gewissen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Den richtig kennen, auch viel Money investieren und dann schauen. Und sonst musst du einfach kämpfen. Im Endeffekt, das Wichtigste, Musik muss auch stimmen. Wenn du mega krassen Content machst und Musik ist beschissen, dann... Also es braucht auch Potenzial. Genau. Also, wenn du Musik machst, und keiner kann hören, nein. Aber das ist ja, ich glaube... Hier gibt es ein paar Bands, die erfolgreich sind, die schlagen. Und übrigens, das sind auch Bands, die ihr jetzt auch gut findet, die ich zum Beispiel heutzutage, ich kann zum Beispiel sagen, ehrlich, mit Deathcore gar nicht anfangen. Metalcore, es braucht für mich zum Beispiel bei einem Sänger, er muss beides können. Er muss können härtig, aber geht jetzt für mich nicht Ding, ihm gefällt es sehr, oder am Jab so als Bleedgitarrist mehr so Zeug. Da kann ich jetzt halt nicht so gross etwas anfangen. Also ich bevorzuge definitiv brauche eine Melodie. Ja. Ich brauche eine Ohrwurm-Melodie. Auch bei uns ist das so. Ja. Ob jetzt das die Leute finden, ob es ein Ohrwurm ist, aber es braucht etwas. Aber dadurch ich ein MTV-Kind war und durch die Hipparate geprägt war, ich habe immer gefunden, wenn du zweimal etwas hörst, dann werden die Leute schon mitsummen irgendetwas. Ja, das ist auch, wenn viele Leute Bullet from a Valentine peinlich finden, weil es früher Nein, ja alle... Das ist mittlerweile... Aber damals sind schon gehasst worden, wo sie rausgekommen sind. Aber jetzt am Schluss das Problem, also nicht das Problem, der Nico und ich haben letztens herausgefunden, Bullet from a Valentine ist mittlerweile eine Messgröße geworden für neue Bands, die rauskommen. Weil es ist so, ja, die haben ja Riffs wie Bullet, oder da hat es Melodien drin, wie bei Bullet, oder es ist auch bei so Bands, wo jetzt ein bisschen anderes Genre ist, aber wo früher auch recht härtig ist, also Nickelback, wo die meisten gehassten Bands, geht ja mal live, also ich sage eher früher oder so Zügel, die haben ja zum Teil auch Metal-Bands in Grundboden gespielt mit dem Ding, Attitude, das geht. Der Song Animals von Nickelback ist so ein Hurenbanger. Ja. So, das ist jetzt aber auch gerade noch ein einfacher. Aber eben, das Musikvideo... Aber sie machen halt Balladen auch live oder haben 8 von 18 Songs 10 Balladen, weil halt die am meisten geklickt sind. Es ist Fanservice, für mich wäre Fanservice, wenn man sagen, komm, bring mal die alten Schenken, die du noch nie gebracht hast, live. So, ja. Aber, Bullet ist übrigens einer der grössten Einflüsse bei uns gewesen. Das ist ja gerade die Zeit, wo wir angefangen haben. Ja. Ich habe gefunden, genau, der hat immer gesagt, Trivial oder Bullet werden die neuen Metallica, so, was die Überschriften sind früher immer gewesen. Metal hat man und voll. Also, die haben auch den Metalcore geprägt von früher. Ja, definitiv.
Ja gut, also Metallica, die neue, kannst du eh nicht werden, weil du kannst Die nur gibt's einmal noch. Metal Nein, erfinden, aber... Es ist jetzt sehr viel, es wird nicht mehr die Zeit kommen, wo Physis gekauft wird, wo man Fernsehen schaut, wo Ja. Musik, das ist ja so. Es Stimmt. wird vielleicht einmal etwas kommen, aber ich glaube nicht, Spotify hat, oder ich sage, die Musikindustrie hat vor 20 Jahren plus den Anschluss verpasst, weil mit diesen Downloads gekommen sind. Man hätte irgendetwas können machen, heute bist du einfach irgendeine Nummer. Ja, das haben wir irgendeiner gesagt. Die Musikindustrie hat sich einfach an der Pornoindustrie dingsle, weil die haben das Problem nicht gehabt. Die gibt es immer noch. Die Und läuft weißt, immer ich noch. weiss nicht, hast du schon mal Hat sich nicht Spotify mehr gleich Doku gesehen oder so, wie das auch entstand zwischen ein Handshake von den grössten Labels gewesen. Niemand weiss bis heute nicht mal unser Label, was genau, wie viel Prozent man von was überkommt. Ja. Und man heisst, die Musikindustrie ist so gut dran wie noch nie, aber nicht für den Künstler. Nein, Ich habe das selbst schon ist gehört, viel, bei was der dran Lady verdienen, Gaga habe ich schon Abrechnungen gesehen von, jetzt sind sie irgendwie 26 Millionen Aufrufe auf einer Plattform gewesen, und sie hat wenige 1000 Franken bekommen, das Millionen von Leuten. Und das ist jetzt eine, die hat das Geld und die hat Ding. Und jetzt siehst du mal, was eine Band, du kannst ja heute, wenn es Bands gibt, so zum Beispiel nur, Leute, die jetzt nur Spotify Broken Fate, dann weiss ich, was hören. Nur das. Wir sehen das Geld nicht schlussendlich. Das sind die in den Top 20 oder 30 von Spotify sind. Das sind die abkassieren. Ist so, ja. Ja, ich glaube, wir haben letztes Jahr ganze 2,50 Franken bekommen mit Spotify. Ja, da werden auch ein paar, ich weiss nicht, wie die Zahlen sind bei uns, aber es werden auch ein paar Tausend gewesen sein, oder? Ja, das ist nicht allzu viel gewesen. Aber jetzt denkst du, jetzt würdest du doch jedem Künstler, keine Ahnung, irgendeine Zahl, nur schon 50 Rappen pro Aufruf, dann würde es ja jedem ein bisschen gut gehen. Aber das hast du nicht. Ja. Nein. Aber ich habe auch das Gefühl, Aber es ist nicht physische mit der Musik Medien. gemacht. Nein, Das ist nein, Spotify. Also besonders jetzt, wo der ganze KI-Zeug rausgekommen ist, ich habe das Gefühl, mehr und mehr Leute werden einfach physische Medien kaufen. Vinyl sehen wir auch, ist riesig. Ja, oder? aber es ist Kommt nicht mehr mehr mit zurück. Mainstream. Du hast heute kein Medium mehr, ich bin letztens Fair, im ja, Medium. ja. Es geht raus, sogar die Filme gehen raus. Ja, ja. So, wo das Kino, wo noch populär Fair, ist, und man fair, hört jetzt von Rekordzahlen. Das sind Rekordzahlen, weil es in dem Sinne einfach mehr Leute gibt und das vielleicht konsumiert, aber es ist nicht mehr im öffentlichen Ding. Findet das nicht mehr statt. Das Ja. ist gross. Das ist Medium schwer. hat gar keine Platte mehr. Nein, Saturn, Auch kein CDs mehr. hey, im hintersten Ecke 2 Reihen, also 2 so Reihen, nicht so dick. Ja. Wie früher, wo gesagt hat, das ist nur Metal-Genres, das gibt es nicht. Das hast du nur noch in Läden von selbstständigen Leuten, die finden, das stirbt nicht aus, oder wie bei Ja. Gaming-Läden. Ja, Siehst du, ja. wo Ja. du kommst und eben so Zeug findest, das findest du nur noch bei Liebhabern. Krass. Ja, ist schon verrückt. Und früher bist du auch, ich bin ja früher noch, was es noch geht, ich bin in Almoli, ich hatte dort Kinderabteilung, du hast alles bekommen, dann bist du nachher in die Musikabteilung, hast alles dort, das hast du heute nicht mehr, ausser der eine hat das eben und tut selber drum schauen. Ja. Aber eine Kette in dem Sinn, das hast du ja, bei uns Ich nicht. kann schnell pissen. Bro. Viel Erfolg. Ich sollte eigentlich auch mal sagen. Also machen wir Machen eine wir Pipi-Pause, Pipi-Pause. hätte ich gesagt. Ja. Voll. Ja. Wir müssen mal eine Pipi-Pause Also machst du da Pipi-Pause. und dann läuft jetzt das einfach weiter. Wird dann geschnitten. Hey, warte, soll ich schnell das Intro hauen? Ja gut, dann kannst du das rausschneiden. Ich mach das Intro, oder? Mach den Brian. Und wir sind back von der Pipi-Pause. Ja. Yes! Mit Yes. Wieder Broken da. Ich können wir nicht schnell alle auf 3 böse reinschreiben. Ja, ja. Fix. 1, 2. Nein, warte. 1, 2, 3. Jawohl. Sogar Trademark. gleichzeitig aufgehört. Hey, als hätten wir das geplant. Unglaublich. Kannst du mal so als Einspieler oder so benutzen? So, Ja, ja. Script. Hätten wir das geplant, wäre es nie so gut geworden. Wo sind wir geblieben? Wir sind für die Pipi-Pause wir würden gewesen. auch mal zusammen spielen, hä? Ah? Das wäre mal fällig, Wir wollen oder? mal zusammen spielen. Unbedingt. Unbedingt. Broken Fate. Ja, ja. Und was jetzt? Taoist, oder? Da ist, genau. Natürlich, ja. Das ist Taoist. Ja, Also aber es ich sind wollte- ganz viele Bands, die Er da hat ja auch einen eigenen Stil-Ding und ich finde, so im Metal kann ja jeder Stil zusammenkommen. Unbedingt. Und wir sind jetzt nicht so weiss ich wie weit weg, dass wir Schlager und Vielleicht nächstes Jahr am Stroke of Fate. Ja, das ist aber etwas, was ich immer muss sagen. Ich finde es immer langweilig, wenn 4-mal die gleiche Band auf der Bühne steht. Ja. Darum, das habe ich eben dort, wo ich am Stroke of Fake war, geil gefunden, weil dort sind Iria gsi, sehr viel als Breath und die anderen 2 Bands habe ich leider vergessen. Da haben wir letztens am Hark United gesehen, oder? Das war nur Metal, Hardcore, Punk.
Aber es geht halt, weißt du, eben machst du irgendwie, weißt du, bist eine Glam-Metal-Band in einem Death-Line-Up, also weißt du, der Rest ist dann nur noch Core. Und gleich, es ist ja im Metal, ich will ja auch alles hören. Ich bin ja auch schon an Touren gewesen, wo ich dachte, Timo Borgir als Hauptband, und vorher war sonst etwas gewesen, Sony Syndicate oder so. Ah ja, Sony Syndicate, ja. Das hat eigentlich aber gleich, es ist schön, ja. Nein, ich glaube nicht mehr. Und ich finde, es gibt ja, ich finde vor allem jetzt den Stil, wir spielen ja nicht einfach Trash-Metal oder so etwas. Ich finde einfach, wir machen Metal, Modern Metal, von Oldschool wie auch New Sachen. Und darum, ja, kann das überall spielen. Ja, voll. Ihr habt 4 Alben draussen bisher, ist das korrekt? Ja, 4 Alben, 2 EPs und 2 Demos. Very nice. Heilige Habt ihr immer mit dem Farbpulver aufgenommen? Nein, das Debütalbum nicht, das Bridge Between. Aber im Nachhinein ein bisschen Fehler. Also nicht, wir hatten eine geile Zeit im Deutschen gehabt, wir haben die Captain aufgenommen, die Music Factory Studios. Studio richtig geil, mit so Küche eingebaut. Da haben wir noch einen Schlafraum alles gehabt, mit Duschen etc. Und ich bin dann auch die Vollzeit dort oben gewesen. Aber nachher vom Abmischen und so, also eine reine Katastrophe. Muss man leider sagen, das ist ja etwas, was sehr weh tut. Weil wir haben ja das Debüt im 15. über Massacre Records rausgehauen. Und es ist so lange gegangen, es ist schon fast 8 Jahre gegangen, seit die Band, seit das Album rauskam, also wegen finanziellen Dingen gewesen. Und wir haben beim Pulver 2012 EP aufgenommen, also unsere erste richtige CD. Ja. Die ersten 2 sind wirklich Demo-CDs gewesen, dort wieder in der Garage. Ja. Demo darf nicht gut tönen. Aber gleich für uns dazu was fett. Ich weiss, ich habe meiner Mutter dort irgendwo eine Ballade drauf gehabt, All Around, mit der meine Mutter das gehört. Und wirklich furchtbares Englisch. Und das würdest du nicht los, würdest du sagen, nein, schätzt das wirklich aus. Meine Mutter hat brüllt, die hat gesagt, wow, eine CD vom Sohn. Und nein, da sind wir 2012 im September zu Pulver. Wimmer 30 Grade of Evil. Das ist eine alte Trashband. Die hast du, glaube ich, auch noch mal so 2012, 13 da, wie gesagt, mit uns gehört. Zwischen Marco Nalos, die sind wirklich geil gewesen. Der hat so ein bisschen das Potenzial gehabt. Das Metal haben wir gut geschrieben und so über die. Das sind übrigens auch der Gitarrist von Kingsable war bei denen gewesen, der Alex. Ja. Und durch die hat man die CD gehört, das Album von denen, und gefunden, wow, die sind in einem Schweizer Studio aufgenommen. Plus haben wir von Battalion eine CD gehört. Legends, Alter. Ja, die auch bei Pulver waren. Und die sind aber vorher beim Vettel von Corona. Und die CD von Pulver hat einfach geil getötet, obwohl die halt wieder 10-mal so teuer war, muss man auch sagen. Ja, ist es so. Also die hat wirklich geile Töne bei Pulver und dann sind wir dort hin und die EP hat auch heutzutage 3-4 Mal geiler als unser ganzes Album. Und das ist halt etwas, was sehr wehtut, weil ich höre heute noch das Album und denke, die Songs wären geil, aber die Aufnahme wirklich scheiße. Ja, also keine Stimme verdoppelt, nichts, das tut alles so rough. Und dann gleich ein paar 1000 Stutz ausgegeben. Und das werden wir vielleicht einmal neu aufnehmen. Das ist eigentlich schon mal das Ziel. Ein Re-Record machen, genau. Ja. Also nächstes Jahr, man weiss nicht, dass es kommt, aber es ist ja noch unser 20-jähriges Jubiläum. Also das ist sicher das Ziel, dass wir das erste Album nochmal neu aufnehmen. Weil mit jedem Album ist man sonst zufrieden, kann man heute noch hören und tönt wuchtig. Und das ist halt einfach, weißt du, das erste Mal, glaube ich, wo wir Trigger hatten. Und die Trigger haben dort wirklich so mit Computer eingebaut. Man war in so einem Studio und dachte, die bringen halt so unseren Sound. Und eben die EP mit Pulver 2 Jahre vorher hat also besser dort. Ja. Und die haben uns ja noch im Studio gesagt, hat der Pulver seine CD rein da. Gesagt, also das ist gar nichts. Schau mal, wie es bei unserer Anlage tönt. Und dann haben wir so als junge Musiker gedacht, lecker, verdammt, sind wir da gewesen. Ja, das ist eigentlich nicht so rausgekommen. Und ja. Aber sonst Pulver. Sonst bei Pulver sind wir nachher bis jetzt immer gewesen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir immer zu Pulver gehen. Wir wollen vielleicht auch mal etwas Neues probieren, aber der Pulver hat uns halt einfach immer ein bisschen den Sound gegeben. Ja. Wo richtig, es hat immer mächtiger getönt, hat auch immer die Voralben gezeigt. Wo wir zum Beispiel so Rise aufnehmen, hat er gezeigt, das Fighters tönt, das Letzte. Und man hört schon, und das ist halt auch ein Sound, das ist auch mir wichtig, dass wir, wenn wir live spielen, dass wir das auch spielen können. Ja, voll.
Klar hat man auch mehrere Gesangsspuren, die man jetzt live nicht alles abdecken kann und so, aber es soll nie tönen und nachher gehört das eigentlich Broken Fate, ein Album haben wir. Und live nicht Dinge, im Gegenteil, also bei den Deutschen, bei diesen Produktionen, jetzt heisst es mir, dass man live so böse sind, dass das Platte nicht gerecht wird. Ja. Aber in der Platte ist ja fett drauf und hat mehr Linien drin. Ja. Aber es ist auch gut, wenn man das gehört. Ja. Weil bei vielen ist es ein umgekehrt, total überproduzierte Platten und dann live, naja. Ja, du hast den Live-Sampler. Ja, einfach Backing-Tracks. Ja. Aber es gibt auch Bands, die einfach gerade schlechte Recordings und dann nachher live sind so, what the fuck, Alter, insane. Ja. Das gibt's auch. Ja, aber das ist dann vielleicht eben die Stimmung und live, das kannst du auf der geilsten DVD nicht weitergeben. Ja. Darum sage ich auch immer, weil ich auf der Baustelle arbeite, und die Leute, die das nicht kennen, Live-Konzert, sage ich, komm mich mal schauen oder sonst eine Metal-Band und du wirst immer wieder gehen. Das wird nicht deine Favorite-Musik sein, vielleicht, die du nachher wirst hören. Aber du hast etwas davon. Ja, weil du so Live-Ding musst... Weil es eine Erfahrung ja, ist, genau. Und jede Band ist halt live anders. Ja. Gewisse gehen mehr ab mit dem Publikum. Ja. Da gibt es auch solche, die gar nicht mit dem Publikum haben, ihre eigene Touch, aber also von Rammstein. Ich bin jetzt kein Fan, aber Rammstein, wenn ich es wirklich schaue, will ich den Till nicht hören schnurren. Das stimmt, Weil ich dann finde, du hast jetzt für mich nicht... Mach du dein Theater. Richtig. Aber ich will nicht, dass du Performance. zum Publikum mit Corey Taylor, James Hetfield schnurst. Das würde nicht passen. Ja. Das wäre wie wenn die Ärzte würden Musik machen und nicht schnurren, das wollte ich kennen. Genau. Oder Das Ärzte war auf ein die Beispiel. Texte haben, oder keine Ahnung. Ja. Aber jetzt haben ihr 4 Alben, hast du gesagt, oder? Ja. Ja. Und eben, ich habe eben gesehen, wie du sagst, letzte Zeit spielt ihr viel im Ausland, viele Tours. Wie sind ihr mal zu der ersten Tour zum Beispiel gekommen? Nicht mehr Wunder. Also die erste Tour überhaupt war am 16. gewesen, das hat man einfach, dort hat man jemanden angeschrieben und Glück gehabt, dass der noch ein Anvil mitgenommen hat. Ja. Erste Erste schon mit Anvil? Ja, Ah, krass. also richtig Tour. Also weißt du, andere Bands aus 19 Jahren gibt, die sind 500 Mal auf Tour gewesen. Wir sind jetzt halt nicht die Tourband, weil es halt nie gestimmt hat, entweder mit dem Line-Up-Wechsel, die Finanzen, halt, wenn du mit einer Band heute einen Monat würdest auf Tour gehen mit einem Nightliner. Also weißt du, dass du nicht wirklich von, wie halt früher der Parkway von Ort zu Ort gefahren bist, alle haben die Winnie weggeschlagen. Ja. Ich meine, wir sind halt anders aufgewachsen, du brauchst halt vielleicht eine Dusche mehr oder so, oder keine Ahnung. Das ist noch praktisch homeless. Ja. Also sag die Grossen, es gibt auch viele, die früher nichts gehabt. Und das hat man dann dort und dort auch nicht können. Wir hätten schon richtig grobe Touren können machen mit Bands, aber wenn es dann heisst, du musst jetzt von innerhalb von 2-3 Wochen 20 Mil und dann kommst du aber nachher zurück und jeder hat noch etwas. Nein, das war dann nicht möglich gewesen. Und die erste, eben, wie es jetzt richtig angefangen hat mit Touren, war vor 3 Jahren gewesen, erst. Also wir sind halt dort wirklich Spätzünder. Also falls wir mal wirklich einen grossen Erfolg werden wir, glaube ich, die späteste Band, die überhaupt entdeckt. Also weil eigentlich hat mit den ersten 10 Jahren ja jede Band eigentlich einen Durchbruch, der dann nachher später bekannt ist. Ich glaube, Hailstorm hat es doch auch irgendwie 20 Jahre gegeben, bevor die das erste Mal Wirklich? gross geworden sind. Die aber Band gibt es schon sie haben verdammt auch lang. mit 11 angefangen. Ja, das ist halt auch okay. noch. Fairer Punkt. Ja, aber normalerweise ist der Peak von einer Band, weißt, dass in allen Munden ist oder weltweit ist in den ersten 10 Jahren. Nein, im Fall Deftones. Lorna Shore sind auch etwa 10 Jahre dabei gewesen, bis mal der Will Ramos Ja, aber gekommen fast ist. 20, das kannst du mir jetzt Ja, aber sagen. es gibt auch Deftones. Bands, die nach 15 Jahren oder so erst. Aber ich möchte jetzt auch nichts verstehen. Ja, ja. Also, ich könnte einfach sagen, wir sind halt dort Spätzünder und vor 3 Jahren hat es angefangen durchs Label. Wir haben jetzt jedes Album durch ein anderes Label rauslassen, ausser die letzten 2. Wir sind jetzt bei Lucky Bob. Und die haben uns am Anfang auch gesagt, Jungs, also knallhart, die sind niemand. Wir haben so dort ein paar tausend Aufrufe dort. Euch gibt es so lange, aber es interessiert niemand. Haben sie wirklich Sie gesagt? gesagt. Also, und zwar nicht Sehr nett von denen, ja. unsympathisch, sondern auch aufbauen. Sie haben gesagt, wir wollen jetzt euch bei Null wieder anfangen aufbauen. Das erste ist das Fights and Dreamers Album. Wir fangen an, ihr werdet am Anfang vielleicht kleine Shows spielen, aber ihr wollt spielen, wir wollen präsent sein. Und das haben wir dann bei den ersten 2 Shows gemerkt, also fast keine Leute. Zwischen 20 und 40 Nasen. Und die sind dann auch gesagt, mit Crew-Mitgliedern oder so. Die zählen auch, okay. Man kennt's. Nein, also wirklich. Aber das sind dann wenige Gigs gewesen, und dann hat es angefangen, Festivals in den Schnee. Und die Festivals ist eigentlich durchgehend auch
man merkt schon, wenn man jetzt im Festival einen Deal hat, ist der viel besser als vor 2 Jahren. Und so unser Glück ist auch, dass wir wirklich so gut im deutschen Publikum ankommen. Also da ist wirklich, da haben wir wieder vor am Anfang gesagt, da kommen die Schulterklopfen, da kommen die Leute, die jetzt aber positiv, die wirst fast nicht los. Sagen, leck, so etwas wie euch aus der Schweiz, wo so, ich sage jetzt nicht musikalisch, sondern halt alles, das Package wie nie, das übrigens haben wir noch nie gesehen, wo man selber sogar aus, wo man rot anlaufen, obwohl wir ja das immer wollen. Aber sagt, das ist ein gesundes Segel, und wir sind nicht dort, ja, wir haben das immer gewusst. Nein, weißt du, du bist neben dran vom Rage-Merchandise. Rage mit dem riesen Ding ist am Spielen, und da kommen die Leute, die Rage schon seit 20 Jahren schauen, und sagen, ihr Ding, weißt du, vor Rage-Ding, wo wir sagen, du schon, schau ein bisschen, wie man redet und so. Das ist uns auch unangenehm. Dass das wirklich sehr gut auch mit den Rage-Jungs. Und so, die haben uns dann mal angefangen mitnehmen auf die Touren. Und der am Schlagzeug ist bei Rage, der Lucky, das ist auch der Mitbesitzer vom Label. Plus der Sheen, der der Gitarre ist, der hat noch die Band Doom Crusher, was ein bisschen ähnlich Style ist. Und sonst die Band, die er jetzt gerade gespielt hat, wo du bist schauen, in Z7. Oder La Fee und so. Ja, genau. Früher, dort spielen die überall mit. Also, das sind wirklich Musiker, die mitleben. Und auf so Touren, da redet man mit dem Lucky. Das wäre der Chef vom Label und sagt, Lucky, kann man das und das machen? Und sagt, aber ich weiss, die Bands kommen zu dir. Das ist wirklich sehr familiär. Und die nehmen uns sehr auf, die können auch unsere Gigs schauen. Der Lacker Schlagzeuger sagt zum Beispiel immer, wenn er alle gesagt gegen dich kann ich eh nichts, du bist für mich die Ultramaschine. Weißt du, es ist so. Auch das Equipment, das sie für uns stellen. Ein riesiges Schlagzeug, und alle jeden Abend können auf dem Schlagzeug. Und andere sagen, das spielt sicher nicht auf meinem Mittelschlag. Das war wirklich ein riesiges Ding. Das ist nicht normal, weil ich meine, es gibt viele Bands, die nachher kommen, und danach musst du einfach den Schlagzeug gerade vorne dran stellen. Ja, so. Genau. Also, da ist kein Platz mehr. Oft, ja. Wo wir letzte Tour gespielt haben, die Leute sind abgegangen, das ist der Sheen, der Gitarrist von Rage. Er hat gefragt, ob er bei uns das Licht machen darf. So logisch. Hey, der hat es im Fall Blitz gegeben, alles. Als Vorband. Aber nachher, als wir die Videos gesehen haben, haben wir gesehen, leck, der ist voll vergiftet. Der hat gesagt, leck, die Jungs brauchen jetzt eine Stadionshow. Ja. Und das merkst du also, auch wie sie uns wieder mitnehmen und immer fragen, das ist wirklich sehr familiär. Und man merkt auch beim Label, die glaube ich will jetzt nicht denken, aber die hat um die 60, 70 Bands. Man merkt schon, dass Broken Fate dort zu den Oberen gehört, dass sie uns wirklich schauen und merken auch die Feedbacks. Das ist schön, ja. Also auch von den Veranstaltern. Wir sind also, glaube ich, noch nie von allen Veranstaltern saufen mit uns, rauchen mit uns, hat mit uns nach dem Gig die beste Zeit. Und ich glaube, jeder Leute da sagt, die Jungs nochmal, das merkt man jetzt das Jahr, dass wir gerade wieder Festivals spielen, wo wir letztes Das ist auch fast wichtiger, dass ich mit den Leuten verstehst. Man unterschätzt die persönliche Verbindung im Fall, das ist so wichtig. Einfach mal lieb sein zu den Leuten. Ja, das unterschätzt man nicht. Nicht einfach so ein hochräsiger Abschluss. Veranstalter auch kommt am Schluss sagt, ich kann viel zu früh spielen, ich will später spielen, aber wieder mit Persönlichkeit. Wir haben halt auch andere Bands gesehen, die sind in ihrem Raum, reden mit niemandem und wir laufen halt den ganzen Tag um. Das verstehe ich so nicht. Und andere finden, leck, wow, sind die da und sind immer ansprechbar. Leck sieht man auch, oh ja, aber mit einem Joint oder uns saufen, die anderen sehen es auch versteckt. Wir zeigen das allen. Ja. Allegedly. Ihr seid das Jahr gebucht fürs Arc Festival, oder? Das ist das grösste bis jetzt, wo bekannt ist. Das hat es euch recht früh bekannt gegeben. Mit der ersten Bandwelle. RV Bang ist, glaube ich, grösser. Dort sind wir auch. Ja. Siehst du? Also, das ist. Es sind ja, wirklich. Ich bin gar nicht sicher gewesen. Es gibt auch viele, die jetzt noch nicht offiziell ist. Ja. Da jetzt schon mal überlegen, was aber am Arcfest haben wir ja letztes Jahr am Benefizkonzert, also so vor einem Jahr haben wir gespielt und so einen Eindruck hinterlassen. Und jetzt sind wir an Lindau zurück auf dieser Tour mit Rage. Und da sind gerade alle von Marco, also die Truppe, die das veranstaltet, gesagt, Jungs, beste Zeit, die wollen am Samstag spielen. Und die Zeit dürfen wir glaube ich noch nicht sagen, aber es ist eine super Zeit. Direkt vor dem Grossen. Und sie haben gesagt, ey, ihr könnt bei uns Pyrotechnik alles brauchen, da sind wir Film schauen.
Jetzt hat ja die sogar oben Pyrotechnik. Wie ich auch gesagt habe, gibt es gerade das Live-Film. Gerade auch Filmmaker gekommen. Und haben wir gesagt, da haben wir alles in Grund und Boden. Ja, weil so Sachen sind genial. Es ist wirklich ein gutes, mittelgrosses deutsches Festival, oder? Also, wenn ihr dort könnt spielen bei einem guten Slot, Hammer. Hey, ich bin letztens eben schauen, hey, ich habe keine Ahnung, was für Festivals so in Deutschland gibt, so Mittel- und Klein-Festivals. Mein Gott, gibt es so viel. Ich habe so eine Datenbank angefangen zu machen und ich so, holy fucking shit. Ja, aber jetzt nur schon in der Schweiz hat es für die Kleinen, ja, viel zu viel. Aber in Deutschland, und du kommst schon Ort, wenn du dort nicht spielen würdest du dort nie vorbeigehen. Das ist nicht Berlin, Köln oder so. Es ist alles so. Und die Menschen sind so lieb. Und du glaubst nicht, wie wir Schweizer überall in Deutschland gut aufgenommen wird. Das ist extrem. Das ist crazy, ja. Das ist vielleicht auch ein Bonus, der vielleicht dann auch mitspielt. Weißt du, in Schweizer oder halt, wenn wir auf Hochdeutsch schnurren. Dann musst du noch ein bisschen reinbringen. Ja, finden es lustig und kommen mit. Es ist herzlich, ja. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es einfach manchmal so, dass ich glaube, in der Schweiz hast du einfach das Problem, dass dich halt alle irgendwie noch kennen, die in einer Show stehen. Ja, dass sie meinen, oder sie haben schon mal von dir gehört und haben das Gefühl, du sagst das grösste, arrogante, einbildeste hure Arschloch und haben aber noch nie mit dir geredet. Weißt du, wie viel gibt es schon in deinen Reels? Man sieht ja, wenn dein Zeug anschauen, seit 20 Jahren. Die gleiche oder Dinge, aber die hast du live noch nie gesehen, aber sie gehen alles von dir schauen und meinen, sie kennen dich. Ja. Und dann in Deutschland ist es einfach halt dann so, wenn du in Deutschland bist, bist du halt für die Leute dort eine Band, die aus dem Ausland kommt. Und ich habe das Gefühl, das hilft dir natürlich auch noch ein bisschen, dass sie dich wie anders empfangen oder so, weil du bist etwas, wo nicht... In der Schweiz ist es ja schon zu viel, wenn du eine Stunde musst, fahren für ein Konzert. Ja, was ich eben halt auch schon gemerkt habe, was heisst eine Stunde? Deutschen, die lieben Zürich der falsche Bahn. Vor allem Schweizer Bands, die feiern das mega ab. Und das haben wir halt auch gemerkt, wo wir in Deutschland gespielt haben, dass halt wirklich die flippen die Regel. Also mir wundert im Fall, ist das so der Celtic Frost? Ist einfach von der Geschichte, die einfach in der Schweiz gibt, oder? Ich weiss nicht, ob das noch Ihnen zu verdanken ist. Ja, aber Corona ist aber es ist der Nachbar, der so lustig Hochdeutsch redet da vorne. Aber man sieht schon... Aber animiert, der Deutsch, der Schweizer animiert, das ist auch so ein Ding. Auch Messiah, wo der Pulver auch spielt. Ich meine, wenn die in Deutschland spielen oder Niederlande oder so, die sind in den ersten 2 Linien immer. Das ist insane, ja. Also, die sind dann nicht die irgendwo im Mittelfeld. Oldschool Death Metal. Ja. Richtig. Das sind Leute, die gerade einen Hype hat, oder wie der Deathcore, wo viele Junge hat, das ist schon krass. Ja, man vergisst es, aber in der Schweiz, die Metal-Geschichte ist einfach seit Ewigkeiten. Oder? Ich meine, wahrscheinlich am längsten vor, ich meine... Aber was man muss sagen, was im Ausland von der Schweiz, oder ich sage, die Kultstatus, es sind immer die Bands, die sehr eigene Musik gemacht haben. Messiah macht eigene Dinge. Corona, was haben wir jetzt gerade Celtic Frost. Das ist jetzt, das sind jetzt nicht die Ohrwurm-Bands, oder wo du denkst, weißt du, leicht verträgliche zum Musik. Beispiel, aber auch die neue, ich meine, Breakdown zum Beispiel. Ja, Paleface finde ich auch. Breakdown of Sanity auch, die haben auch komplett etwas Eigenes gemacht. Ja, das sind jetzt nicht die... Wie soll ich sagen, die Ami-Bands, ich glaube, das Ohrwurm, die nicht kopiert, Bands, weißt, die Bands, die da die grossen, epischen Tracks haben, sondern alles ist ein bisschen, hat ihre eigene Nische. Ja. Das ist jetzt, wenn du jetzt eine Radio-Rock-Band von Amerika hörst, das ist eine Ami-Band. In der Schweiz... Und das ist so generisch, es gibt einfach 10 Bands, die so können. Ja, fair, dort, wo sie ja wirklich erfolgreich geworden sind, das ist ja auch ein bisschen ein Nischending, die Folkcore. Ja, Folk-Metal-Band ist nicht so groß. Vorhin hat es keine grosse. Klar ist jetzt Eluweit auch eingängiger geworden. Durch das Ganze, aber normalerweise ist mit der Schweiz bekannt so für die extrovertierten Bands. Also wenn sie gross sind, im Ausland der Kultstadt, Corona, die haben ihr Zeug gemacht, Messiah, alles gibt noch andere Beispiele. Young Gods zum Beispiel auch noch. Ja, Krokus sind die einzigen, die tönt haben wie alle. Das Gotthard. Aber die sind im Ausland nicht gross. Für mich die sind nur in der Schweiz gross. Rein vom Potenzial. Ja, aber wenn du eben so überlegst, ich meine, die Schweizer Bands,
in der Schweiz, die werden nie erfolgreich. Also man geht wirklich mehr ins Ausland und dann wirst du erfolgreich. Ich meine, das sind bei allen grossen Schweizer Bands der Fall. Genau. Ja, Also, ja, wenn das die ersten stimmt. von Amerika sind oder halt Deutschland. Ja, stimmt schon, also, ja. wenn du gute Das ist- Publicity hast, dann vielleicht Ja. bist du in der Schweiz akzeptiert. Deutschland das- und Großbritannien sind die wichtigsten Märkte in Europa. Also Ja. ihr macht es richtig, dass ihr jetzt Ja, in Deutschland immer immer noch. größer England. werdet. Das ist lustig, aber du hast komplett recht im Fall, wenn ich jetzt überlege, die Cases, die wir vorher geredet haben, von Alle. den Bands. Alle Ja, haben Gas alle. gemacht. Zuerst gross im Ausland und nachher kannst du in der Schweiz. Ja, Es ist zu nachher klein ist zum so, die gross sind- werden. Also übrigens, das ist ja bei ihnen auch der Fall. Ah? Das ist ja bei ihnen auch der Fall. Ja, genau. Ja. Ich habe die im Übrigen gesagt. Ja, dass die in Amerika, habe ich gedacht, die hat es eigentlich echt gemacht, sie hat einfach auf Amerika touren. Ja. Und ja, wenn ich so bin schaue, zum Teil ausverkauft, also alles Ist Ja, insane. Ist Venue insane. Upgrades bei Payfair den das ist ist ja alles. alles Ja. momentan, ja. Herr, also weißt du, du hast nicht die, also habe ich jetzt noch nie gesehen, die Megaband, weißt du, was sie supportet, wo die Leute anschauen, das ist ja schon voll der Underground. Also, als sie das Ding. erste ist Mal dort krass. hin sind, ist ja die Tour, sie sind ja Support-Act von. Ich weiß, von welcher Band sind Support? Gideon habe ich im Kopf, aber ich bin mir Nein, nicht sicher. nein, Gideon. Irgendetwas Kleineres gewesen. Auf jeden Fall Body ist dort- Snatcher. Ja, Das Body ist Snatcher. nicht Ja, ja. Auf jeden ja, Fall also, ist dort jede Show ausverkauft gewesen auf dieser Tour. Und der Headliner hat es verdammt geil gefunden, dass jede Show ausverkauft war. Aber die sind nicht wegen dem Headliner Aber das Gleiche, ausverkauft das Gleiche habe ich jetzt erlebt, wo Peeling Flash gespielt hat mit. mit den Deathcore Dads, All Shall Perish. Genau. Und Ja. alle Peeling Flash haben den Merch ausverkauft, glaube ich, eine Woche halb vor der Tourschluss war. Ja. Und eben, weil sie halt so einmal Und nach explodiert innen sind dann mega viele Leute gegangen, sind wir ehrlich. Ja. Ich meine, schau jetzt mal, wer Vorband von Paleface ist in Zürich auf dieser Tour. Ist das mit Stick to Stick Your to Your Guns? Guns. Ja. Wenn ich das Ja. gesehen habe, habe ich also gedacht, so, aber jetzt haben wir den Arsch offen, oder? Es Aber das ist finde wirklich ich auch auch. noch. Wenn aber beim Crazy. Einkaufsshopping, also ja, letztes Jahr bin ich auch auf EMP ein paar Shirts bestellen und dann ist bei meistverkauft zuvorderst vor der Paleface. Das ist gewesen. crazy. Ich denke, what the fuck, weißt du, ja, Respekt zu Ja, ihnen, voll. aber weißt du, was ich meine? Es ist Habe ich auch, also weißt du, wie gesagt, ich habe grossen Respekt und ist jetzt auch gar nicht meine Musik. Und ich gehe jeden, auch da die Ballade, die sie ausgebracht haben, letzte Woche hat sie einen Track. Ich gehe jedes Video anschauen, dann macht man auch eine Meinung und dann sage ich, ja, ein Track finde ich nicht gut. Aber jetzt rein den Hype kann jetzt auch ich nicht verstehen, aber ich gehe jetzt rein, das ist ein Schweizer Band-Ding. Aber es ist auch so, wie man vorhin gesagt hat, du machst lange Musik, denkst du einfach aus dem Nichts, ist halt das Genre auch noch, wo in ist. Ja. Ist ja so, Deathcore ist, finde ich krass, wie viele Leute das überhaupt anziehen. Ja, Gegenüber zum Metalcore, es tut sich macht zum so Teil viel Sinn. überholen, je Ja. nach Band. Ja. Und das finde ich krass, weil das andere halt eingängiger ist und das, was voll auf die Fresse ist. Ich habe das Gefühl, Ja. es sind einfach alle so abgestumpft durch TikTok und Social Media, Ja, dass, ja, einfach, ja. dass es einfach nur muss drüber sein, damit noch irgendetwas Ja, spürst. also, nein, sie machen ja schon viel innovativeren Ja. Sound als jetzt zum Beispiel Ja, Whitechapel nein, oder All Shall nein, ich habe Perish. ich hab Also, nicht Paleface gemeint, ich habe generell Aha, das Statement gut. gemeint, dass Okay. Deathcore so gross ist Ich kann momentan. dir jetzt ein Beispiel sagen, ist jetzt aber auch ist Geschmackssache, ich weiss, gibt ja die Band Knocked Loose. ja, Ja. Knocked Loose. Die habe ich vor 3 Jahren gesehen, ist Killswitch besetzt eben Oh ja, gewesen, das ist 3 Jahre. böse. Ja, das ist Ja. vor etwa 3 Jahren gewesen. Ja, Ja, bist du auch gewesen? ja, das ist so ich habe geil. die auch Das sogar ist, von ja, weitem ja, gesehen. ja, ist gut möglich. Und wer war noch gewesen? Die dritte Paleface, Band. Knocked Loose Paleface, und gell. Killswitch. Und dort habe ich nur schon gedacht, Paleface hat ja angefangen. Ja. Da habe ich schon gedacht, leck krass, die vielen Leute da vorne. Das sind da die Knocked Loose. Ja. Ja. Das, Also jetzt ehrlich von Gott, mir gesagt, verdammt, ich ist habe schwierig. es bei einer Band gesagt, die Jungs, für mich die schlimmste Band, die ich live gesehen habe. Und ich habe schon vieles live gesehen. Aber wirklich bei der gewesen. ich verstehe es vollkommen. Und ich finde es aber wegen dem find's geil. Sänger, weil er hat kein Tod, also Schreien ist auch, also Ja, Ganz hohes Krächzen. ja, Ich Ja. verstehe deine bin Aussage der komplett, gewesen ich finde es und aber sehe verdammt wie geil. die Leute abgegangen sind und gefragt mich so, ey, was geht ab? Dann ist nachher Killswitch gekommen, auch überragend ist schon, aber die Hälfte der Leute ist weg gewesen. Ja. Und ich denke mir dann auch so, hey, krass, wie, ich nenne es jetzt Deathcore Knocked Loose, ich weiss, ich habe Hardcore. zu wenig mit dem Ding, aber ich habe es auch schon so gehört und die sind ja sogar schon mit Metallica. Kommt mit Oder Metallica, kommen. ja. Wo ich mich auch frage, also weißt du, ich suche überall so ein bisschen eben den Ohrwurm. Ja. Ja, sie haben auch So noch was- Parusa gespielt. Ja. Ja, und ich bin dir so gesagt, nicht, entweder bin ich zu alt oder so weit von der Ding. Weil nachher kommt eine Band wie Killswitch, wo Ohrwürm, also wo Radio, Ja. also, wenn du das Woche würdest, auf Manager, Gesundheit. So, Wenn du auf eine Woche würdest, so die Oberstory von Killswitch würdest Ja, im ja. Radio laufen, dann würde das würden die Leute hören.
Und dann würden sie das ja. Energy abstellen, würden nachher die Leute anrufen und sagen, hey, wo ist das Auto letzte Woche gelassen? Aber das ist, die Leute haben das Vorurteil von Metal. Es gibt gröbere Refrains im Metal als im Xbox. Es haben alle das Gefühl, Metal tönt wie Nocturus. Und und dann hörst du etwas so Killswitch und denkst, wieso hätten die vorher mehr gezogen? Und vor allem, das ist für mich auch Paleface gerade ein grosses, ich habe gefunden, krass. Und ich habe ja mal eine Schweizer Band gesehen, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Und die habe ich leider auch so in dieser Kategorie gefunden. Ich weiß nicht, ob jetzt das Drop oder nicht. Sagst du Hot Take, Schon oder? schauen. Also, Ich weiss, die haben jetzt es nicht gibt es persönlich sicher noch. Es gibt viele Bands, wo ich Ja, einfach... ich love your mother. Oh, lieb's. Ja, aber siehst du, liebst es. Ich habe mal mit denen gespielt und gefunden... Nein. Das ist jetzt wie bei den Nocturus, wo ich gefunden Ja, das ist nicht mein Ding. Ja. Das ist halt Mathcore, Ja. das ist recht speziell. Nein, aber... Filmcore. Mathcore. Mathematik. Ja, aber das ist schon Gent Ist mit das so Prog. Dealing Escape? Ja, Genau, sie sind genau. Könige vom Mathcore. Genau. Relativ ruhig. Erst Architect. Nein. Nein, es ist absolut. Ja. Nein, aber Es ist sehr ruhig, ja. Es gibt viele Bands im Fall, Die haben auch wo... Gitarre an der Wenn du Brust. ein Wespe bist, ja, dann ist es sehr Also ruhig. du sagst, es gut Mathematik-Band Voll. oder Bands Es ist für definitiv... Studierte. Genau. Nein, aber es gibt viele Bands, die ich amigs auch wirklich lange Zeit brauche, um die zu verstehen. Und Nocturus war einer von denen, wo ich einfach gar nicht gecheckt habe, what the fuck. Und irgendwie 2 Jahre später ist so einen Klick gemacht. Also, okay, ich verstehe es. Zero and Ardor ist genau gleich, habe ich am Anfang auch nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Paleface, Ist da ich am ganz ehrlich, Ja, Paleface, ich wollte mich jetzt schnell unbeliebt machen. Sag. Metallica habe ich sehr lange nicht gecheckt. Ja. Gar nicht Kann ich gecheckt, nicht nicht mal viel behaupten. Licht verstanden. Dann habe ich irgendwann ein Video geschaut, weil alle haben immer gesagt, ja, Master of Puppets ist so ein guter Song. Und ich habe den Song gehört und einfach so nach 1,5 Minuten das Gefühl, ein langweiliger Scheissdreck. Crazy. Dann habe ich, ja, jetzt zum Schluss. Eben, ich mache mich jetzt gerade unbeliebt. Dann habe ich ein Video geschaut von irgendwelchen, wo so eine Horde Hip-Hopper, so amerikanische Gangster-Rapper, so hip, wirklich so wie du dir vorstellst, mit dem Kopftuch und dem Käppli und der Sonnenbrille und allem Master of Puppets hören und dazu reagieren. Dann habe ich das Lied das erste Mal ganz gelassen. Ja, das habe ich gefallen bei dieser Familie. Hey, keine Bei der Ahnung. Hip-Hop-Familie. Ja, Doch, das habe ich. Ich schaue ja auf meine Lieblingsbands, eine Reaction Ja, an ja. die anderen. Ich habe das im Fall auch weggesehen. Da habe ich das erste Mal das Lied, weil ich einfach schauen, wie die Leute reagieren, habe ich das erste Mal das Lied Und als durch Ganzes das, wie gehört. sie das reagiert, Nein, einfach reagierst du auch, ja? weil ich es als Ganzes mal gehört habe, ich gesagt, der Song ist gut. Ich habe ihn einfach nie so wie gehört, bis er gut war. Aber das ist natürlich gleich bei, ob man jetzt Metallica gut findet oder scheiße, das ist natürlich bei Metallica wie bei jeder Metalband, die krass durch die Decke geht, oder bevor die Deathcore-Szene kam, hast du Bands gehabt, wo du einfach eben Zeug gehört hast und gesagt, das ist ein Refrain, das ist etwas groß. Auch wenn es dir nicht gefällt, hast du gehört, das singen 100'000 andere mit. Und heute hast du zum Teil Sound, wo eben bei diesen Nocturus, ich bin da gestanden sogar, hinten, wo es offen war, das Z7 ist offen. Ich bin die ganze Zeit da gestanden und ich habe nicht gehört, ob der Song anfängt oder aufhört. Weißt du, ich habe nicht das Main Riff rausgehört. Ich habe nicht die Mainline vom Sender, weil ich einfach reingeschaut habe. Ja, ich glaube, darum- das ist wirklich meine These, ist glaube nicht mehr so schlecht, dass die Leute einfach wirklich abgestumpft sind und einfach immer etwas noch Extremeres brauchen, um irgendetwas zu fühlen. Darum ist auch der Defcon so erfolgreich. Ja. Weil die machen es in die Spitze, also mit dem... Ja, Lorna Heftiger. Shore. Ja. Gut, Ja. Deathcore Genau. gibt es auch seit 20 Jahren. Gell? Also schon jetzt nicht mehr so neue Sachen. Fuck, ja, stimmt. Die sind erst Nur jetzt- Silence jetzt 2003, ist es drum richtig zwei. angekommen. Deathcore Dance, genau. Ja, Deathcore Dance. Ja, nein, aber ich meine, wo mir letztens das passiert ist, wo ich etwas komplett verstanden habe, ist Peeling Flash gewesen. Oh nein. Und irgendwann hat es auch Klick gemacht und jetzt kann ich nicht mehr aufhören mit denen hören. Aber bei ihnen sind es wirklich die Samples. Sample, Ohne die Samples wäre es da Nein. langweilig. Nein, es ist so Aber langweilig. du bist auch richtig stark gewesen im Kiff. Mega, so gut. mega. So Ich habe gut. mir früher Abend Spring Me Horizons, die alten Sachen laufen und ich gefunden habe, ja, Die verstehe ich nicht. ich verstehe es nicht. Nein. Da Die habe neue jetzt Sache. ich persönlich, ich habe den Song, und das ist immer noch mein Lieblingssong von ihnen, da habe ich den Avalanche gehört. Brutaler Song. Und da habe ich dann gehört, gesagt, das ist ein Ohrwurm. Brutaler Das Song. ist ein Stadion-Song. Aber nicht der Chelsea. Smile. Chelsea. Nein, Und ich gehört und gehört,
Leck den Ausbruch. Aber es hat so viele Leute erreicht. Nein, ich habe Bring Me erst da 2015 so aber angefangen zu Songwriting hören. eben. Ja. Also, Und Breakdown ist erst nach Jahren... eine Wo sie den Keyboarder bekommen haben. Weltgeschichte mit Ja, Chelsea. Was Ja. hat der Smack. Keyboarder bekommen? Der Jordan Fish, der hat nachher das ganze Songwriting mit ihnen angeschaut. Also er hat ihnen schon geholfen voran, er hat das Ganze umkrempelt. Dann haben sie einen gehabt, der Songs können gut schreiben Ist das heißt, der Shadow Moses? Ja, das ist das Album. Ja, aber das ist das Album. Du hast gehört, wow, die hat Ja. wirklich geile Breaks. dem Album hat's so angefangen. Parkway-Style, ja. Ja. Weil Parkway war früher auch anders gewesen als Ding. Ihre grossen Songs, eben, je nach Geschmackssache, die sind auch erst nachher gekommen. Parkway Ist sind so, auch beim ja. LMD von Killswitch gesehen, oder? Ja. Aber dort sind sie noch nicht gross gewesen. Aber das erste Album ist Killing with a Smile, oder? Eben, dort sind sie noch nicht gross gewesen. Aber Ja, dort fair. hat so primitiver gespielt. Und Ja, jede ja. Band, Ja, fair. die irgendwann mal das gewisse Standing hat, hat dann so ihre Songwriting-Alben, wo dann alle sagen, oh, meine Lieblingsband spielt eben nicht mehr so, oder wie altes Ja, ja. Metallica. Metallica kann nie mehr so spielen wie die Ja. 80er, weil sie nicht mehr so jung sind, weil sie Millionäre sind. Es ist doch so. Ist so, ja. Dann hast du andere Dinge zur Musik Ja. machen, eben nur noch aus dem Herz raus. Niemand mehr etwas zu beweisen, nichts. Ja. Parkway Drive hat, glaube ich, einfach das Ding gehabt, wenn du halt eine Band bist wie Parkway Drive und du schreibst das Lied Wild Eyes und dann spielst du das einmal, dann lässt die CD raus und dann gehst du auf Deutschland an ein Festival und dann spielst du den Song. Und wenn Ja. die Gitarre einsetzt und das ganze Publikum mitsingt, ich glaube, dann kannst du gar nicht mehr andere Songs Ja. schreiben. Dann Ja. willst du es gar nicht Ja, mehr. und Dann aber machst du noch ist ja so, das yo. Script-Ding als Eier für mich immer noch eines der grössten Das modernen ist so gut. Metal-Alben. Killing with a Smile ist auch gut. Zwei gewesen. Square. Also, das Ah, Album ja, ist ja, geil. Und dort hast du auch gehört, leck, die Band hat sogar eigentlich Hardrock Ja, die machen jetzt, die sind Ja. praktisch eine Rockband. Ja, ja. inzwischen. Aber sie haben jetzt singt ja ihre- bis ihre- heute eigentlich nicht clean. Wieso da so eine clean singt? Ja, aber ich sage jetzt clean. Nein. So wie jetzt ein nicht geil. Howard Jones. Yeah. Und sie sind gleich eine verfickte Ohrwurmband, weil die Gitarre ist Ja. Hard Rock. Es Ja. ist, Ja. es ist, Du singst bei Parkway Drive Gitarre mit, nicht Ja. das, was er singt. genau. Wow, genau, ja, schon wieder das, ja. Ohne Scheiß. Und ich bin eben auch ein Fan so. Ich finde, Ah, jetzt auch hab ich bei uns Bock. eigentlich so, wenn du das kannst live bringen, dann bringst du sogar den, der dich nur vor einer halben Stunde so anschaut, bringst du sogar zum Mitholen. Die OOs, die machen zu. Das ist, wo Weißt du, es, Sleeps wir and sind Apple. wieder Ja. zurück. Ja, und die Ja. Shows, Ja. ja, Empire von of the Parkway Sun, Drive, ja. das ist auch... Was ist so, Sleeps? The Empire of the Sun, oder? Welcher war's? Ich Oh, weiß While She glaube Sleeps. Ein Ah, Riesen, wo ja, dreimal ja, so ja. OO drin hat. Ja, ich weiß glaube welcher. Ja, ja. Aber, Ja. aber wenn du kennst sicher auch Currents, oder? Ja. Ah, ist brutal gut. Brutal gut. Wenn wir jetzt so langsam in Zielgerade einbügen von dieser genialen Folge, Ja, mich absolut. nimmt Wunder. Broken Fate, the sky is the limit, das haben wir rausgehört heute. Was steht demnächst an bei uns? Was könnt ihr noch ankündigen fürs 26? Also, dass wir sicher wieder mal länger, also mehr in der Schweiz spielen als die letzten 2 Jahre. Da haben wir eigentlich nur unser Festival gespielt. Weil, es fällt jetzt alles wieder an mit Rorschach, 27. 27. März in der Rorschach. Mit 2 weiteren Bands. Ich habe es im Fall wirklich nicht gerade auf dem Schirm. Plus 2 Tage später sind wir dann wieder im Deutschen. Da spielen wir in Bochum, wo wir das letzte Mal, wo wir in Bochum von 800 Leuten gespielt haben, haben wir unseren Merchandising-Code gehabt. Wir sind dort nicht mehr weggekommen. Dort haben wir jetzt ein Label angelassen, wo Rage all spielt. Freuen wir uns sehr. Wir haben dort sehr viele Festivals, die wir spielen. In Deutschland, Tschechien. Viele sind aber auch in der Nähe Schweizer Grenze. Also kann man auch von der Schweiz schauen. Top. Also Nice. mehr als 2 Stunden geht nicht, aber... Ja, nein. Ja, aber und wir spielen noch am Dave seinem Abschied im Sattel mit Irony of Fate. Wer ist ja, noch dort? unbedingt. Wer ist noch dort? Ihr wisst doch das Zeug. Saddle Irony Fate. Wenn wir es nicht aufschreiben, dann ist es schwierig. Sicher schon Brian Insta-Stories Rice, gemacht Brian dazu. Rice. Eine Nein, ich weiss auch portugiesische nicht. Band ist auch noch dabei. Portugiesische Band. Nicht schlecht. Ja, aber es sind noch 2 andere Schweizer grosse Bands. Sorry, dass ich jetzt hier gerade Aber- Kopf habe. Aber Irony of Fate, Broken Fate, das ist noch Final Cut, glaub ein Final Cup, Ja, so. Hast du genau. lange nicht mehr gespielt? Explosion. Das jetzt nach. Nein, nicht Explosion. Wann ist das noch? Handy nicht. Das ist im April. Im April. Siehst du, man weiss nicht, was die Daten geht. Aber dort spielt man sicher in habe Zettel und Zähne ich habe einen unbedingt kommen. Das wird ein Fest. Ja. Also auch für euch, das wäre noch geil, das Ding, oder? Nein, von den Leuten, die Im Sädel hat übrigens Bring Me the Horizon aus 2008 oder so Halt, gespielt. nicht Mit nur den Bring Me the Architects. Mit Horizon. Architects als Opener, ja.
Was, im Sattel? Das Line-Up war 2008. wild gewesen. Bring Me The Horizon und Architects im Sattel. Ja. Gleichen Abend. Jetzt einfach so Bomben-Stages und Tschüss. Ja. Millionen. Nein, auf jeden Fall, das ist sicher ein geiles Konzert. Spielen wir wieder mal. Nachher wissen wir nicht, was in der Schweiz passiert. Wir haben hier noch 2 Sachen, die wir noch nicht bekannt geben können, an einem grossen Festival in der Schweiz. Geil. Das ist jetzt aber eine Abklärung, ob wir wirklich dort spielen können. Wir hoffen natürlich auch immer an Screamfield. Wir sind dann immer dran. Wir wollen das auch mal ohne Bandcontest schaffen. Ja, Schön sprichst du es an, weil ich gehofft Weil ich finde immer, ich muss auch ehrlich sagen, für Bandcontest gut, die spielen ja am Wacker Bandcontest mit. Ja. Ich finde das gut, aber das ist halt immer so der Konkurrenzkampf. Und ich habe das immer auch selbstständig. Ja, fair. Ist wie beim Wacker. Es hat Battle Battles gegeben, ich habe immer gefragt, Jungs, wollen wir? Ich habe gefunden, wir wollen es Altersspös schaffen, wir wollen es aus eigener Kraft. Ja, Und damit, ich habe gut, dass du ansprichst, Screenfield, vielleicht gehört es ja. Ich habe es crazy gefunden, dass wir als Schweizer Band eben seit 18, 17 Jahren, whatever, welche Zahl das nimmst, unterwegs in der Schweiz. Und wir haben zuerst am Wacken können spielen als Greenfield. aber wir haben zwar den Bus vom Greenfield bekommen, Legende. Das erste Mal, wo wir Bescheid bekommen vom Greenfield wegen Bus. Gut, Lotrify haben auch am Wacken gespielt, oder? Und die haben noch nicht im Greenfield gespielt. Sie haben aber den Contest gewonnen. Die haben den Band-Contest gewonnen. Ja. Also eben Ja, ohne den Contest. Greenfield Foundation Bus So haben eben, wir wenn ihr es bekommen. gesehen Nice. wir wären gerne mal dabei. Und die hat mir anscheinend auch gutes Wort bei Wacker, also oder von unserem Leben gut rausgelassen. Also Tag Greenfield. Aber das Lustige war auch, wir haben vor 20 Jahren Greenfield fast geschrieben. Und ihre Antwort kommt plötzlich aus dem Hit. Ja, Broken Fate darf sicher den Tourbus, also danke. Aber siehst du, man muss immer dranbleiben, damit man mal von irgend-zwei Ecken mal von jemandem einen guten Bescheid bekommt. Und sie geben uns jetzt auch den Greenfield-Bus. Wir haben ja, das dürfen wir leider nicht ankündigen, wir haben im Mai eine Tour, die wir spielen. 6 Gigs in Deutschland, aber mit der etablierten New Metal Band von Italien. Richtig böse, das dürfen wir jetzt aber noch nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir den Greenfield-Bus haben wir auch bekommen. Danke nochmal. Und also das kommt noch. Im Mai gibt es eine fette Tour. Geil. 2-wöchige. Und sonst es kommen noch ein paar geile Videos von uns raus. Es kommen viele Live-Auftritte. In der Schweiz weiss man halt nicht. Ja. Das Schweizer Publikum muss uns auch wählen. Und sonst lasst euch überraschen. Wir sind eine sehr spontane Band. Das Album wird es das Jahr sicher nicht mehr geben, weil das ist jetzt das letzte Jahr erst gerade rausgekommen. Das wollen wir noch mit Videos ausschmücken, das Album. Aber wir haben jetzt schon etwa 5-6 Songs zusammen und das nächste Album wird das auch noch übertreffen. Und das wird sicher, sehr wahrscheinlich nächstes Jahr, zum 20. Also jetzt wollte ich mal ein Wrestling-Video gesehen von Broken Fate. Das wäre geil. Wrestling-Music-Video. Ich wollte das Wrestling-Video Absolut. gesehen. Das kommt sicher irgendwann einmal, sonst wir da mal reden mit... Jetzt haben wir Connections, genau. Von Brian. Ja. Und auf alle Fälle, wie gesagt, geht einfach im Internet schauen, auf Social Media, das mit dem Böse werden wir sicher jetzt ein bisschen ausschlachten. Ja. Aber ich habe gesagt, wir wollen jetzt erst mal ein Videos dazu machen, dass wir ein bisschen Content haben. Ja. Wir gehen jetzt nicht einfach mit nichts raus und dann haben wir nichts, sondern da wollen jetzt einfach alle Geduld haben. Und ja, wir freuen uns einfach auf jede Live-Gigs. Und hoffe, ich sehe euch auch mal. Ja. Das war richtig angenehm. Was haben wir jetzt? Danke, 2 Stunden. Ja, Pipi-Pause sind 10 Minuten Pipi-Pause. Stunde 55, wunderbar. Ja, also dort Schweizer Metal unterstützen, allgemein Schweizer Bands. Support your locals. Ja, ganz wichtig. Ich weiss halt, das ist leider in der Schweiz wirklich zu viel. Gute Konzerte, das muss man halt sagen. Und wir haben halt nicht 5 Millionen Metal-Hörer. Also das sagen wir auch schon immer. Das Talent, das wir da in der Schweiz haben, ist insane. Ja, aber hat man das früher schon verbildet? Also ich habe das Gefühl, so, heute ist der Markt so krass wie noch nie. Ja. Und ich habe schon vor 10 Jahren gefunden, wo wir noch voll mit den Szenenbands gespielt haben. Ich habe ja euren Podcast übrigens gelost. Ich glaube, das erste Mal vor 2 Jahren oder so. Habe ich das erste Mal vorher gesehen und dachte, ich gehört. Aber das Ding, da habt ihr 2 von Bands gestört. Und ich dachte,
ich habe jetzt nie Pause gehabt. Ich muss auch sagen, wir sind auch weniger an Schweizer Konzerte gewesen. Ist halt auch wegen privat, nicht wie man andere nicht mag. Man kennt das Leben geht schnell um. Man gibt viel Geld für seine Bands aus dem Projekt. Und plötzlich ist es ja umgedacht, zuerst mal nicht einmal dort und dort. Also das soll sich auch keine Band irgendwie zu Herzen nehmen. Und denke, also wir würden gerne noch mehr. Das ist jedes Jahr, wenn das Jahr startet, wir würden mehr an Schweizer Konzerte gehen. Aber einfach, da habe ich euch gesehen. Und dann haben die von Bands geredet, ich so, fuck, ich kann keine einzige. So geht es mir auch gesagt. Ja, aber nein! Aber deswegen haben wir es angefangen. All die Hardcore-Dev, ich habe das den Jungs gesagt, wir sind doch jetzt 10, ich bin ja nicht weg von Social Media. Aber wie krass das jetzt Ding, und keine Band, die wir früher gespielt haben, jetzt außer vielleicht mal Latifaz, keiner ist bei uns so erwähnt worden. Und ich so, fuck, all gibt es nicht mehr, uns gibt es noch, aber die Bands sind irgendwie so weit von uns weg, wir kennen die nicht mehr. Darum haben wir gerne mit euren Jungs spielen. Du hast ja noch eine zweite Kombo. Ja, also ich... vier Bands. Also sagen wir so, ich habe eine Versus, Miniband und dann... Wie lange gibt es die Versus? Genau. Versus gibt es jetzt glaube ich auch schon 2014 haben wir das erste Konzert gespielt, das war schon 12 Jahre. 12. Das ist aber wie schnell das Leben rumgeht. Ja, und dann spiele ich halt noch Bass bei Fearlab, Gitarre bei Taoist und Bass bei Matchbox Whispers. Ja, auf alle Fälle auch euch Jungs, das ist also als Abschluss geben Gas, bleiben gesund. Der Horizont ist nie erreicht und man wünscht jedem Erfolg. Und geht an Konzert, bleibt böse und liebt eure Mitmenschen und habt Zeit von eurem Leben. Weil wenn es morgen einer von uns tüpft, was machst du denn? Dann ist es einfach vorbei. Dann ist einfach Erinnerung, schön, alles gut, aber geniessen das Leben. So, danke fürs Zuhören. Das sind die besten abschließenden Wörter gewesen. Absolut. Ich sage jetzt nichts mehr zu dem Thema. Bleibt böse. Ja, bleibt böse. Stay Machen wir böse. noch eins böse, komm. Alright. 1, 2, 3, böse!